Was geht denn, Leute? Nojan hier, a.k.a. Mr. Dawson. Und das ist der zweite Teil meiner Coaching-Session mit Fernando, oder besser bekannt als Jay Nandes. Ich habe vor einiger Zeit No Limit Hold'em Live-Poker gequittet und bin auf PLO Online umgestiegen. Und Fernando war bereit, mir mit ein paar Coaching-Sessions zu helfen und war auch bereit dazu, das Ganze zu filmen, damit wir das für euch hochladen können. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, auf jeden Fall anschauen, Leute. Mega interessantes Video geworden. Und in dieser Episode haben wir eine Session Review gemacht. Ich habe eine Session auf CoinPoker gespielt, PLO 50. Und Jay Nandes ist alle Spots mit mir durchgegangen und wir haben einige Fehler entdeckt. Einige verrückte Spots dabei gewesen. Nochmal ein riesen Dankeschön an Fernando und sein Team. Bevor ich die Episode starte, Leute, nochmal zur Info, dass es am Ende dieses Monats ein Free-Roll geben wird auf CoinPoker. Mr. Dawson Free-Roll, $250 garantiert. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist einfach euch mit dem Code Dawson anmelden. Und für alle, die schon angemeldet haben, die kriegen automatisch ein Seed. Ich werde noch auf Social Media bekannt geben, wann das genau stattfindet. Aber die Zusage haben wir schon mal. Und ich freue mich auf jeden Fall mega drauf. Hier meine zweite Coaching-Session mit Fernando. Viel Spaß. Wollen wir noch mal was bequatschen oder sollen wir das Video reviewen? Vielleicht noch als Input zu gestern ist mir noch in den Sinn gekommen es gibt einen MTT-Staker oder auch Content Creator, der heißt BBC oder Jordan und also kennst du ihn? BBC Poker? Nee. Der hatte, ich denke immer noch einer der größten Stables im MTT-Bereich. Das Interessante mit Stables ist, dass in einem Stable bist du ja finanziell beteiligt am Erfolg deiner Kunden oder der Spieler, die im Staking Agreement drin sind. Und deswegen musst du einen Weg finden, um die profitabel zu machen. Das ist ja ein anderes Geschäftsmodell als auf einer Coaching-Seite wie bei mir, wo es wie in einem Gym ist. Die Leute können kommen, gehen und müssen halt selber den Effort und die Resultate bringen. Und das Interessante an einem Stable ist, die müssen einen Weg finden, wie jeder profitabel ist. Und dieser Typ, Jordan, hat das schon seit Jahren gemacht und das Stable hat mehrere Millionen verdient, ich glaube 7, 8 Millionen oder so. Und die zwei größten Takeaways davon sind, A, Coaching verläuft primär über Stats. Also er versteht sehr schnell, ob ein Spieler profitabel oder gut ist aufgrund gewisser Stats. Nicht der Winrate, weil Winrate hat ja Varianz. Aber über Stats kannst du schnell sagen, ist der Typ ein MTT 50 Spieler, 100 Spieler, 200 Spieler, 1000 Spieler oder keins von allem. Und er hat auch viele Leute von Average Buy-in $200 MTTs auf $100 oder 50 runtergesetzt, auch wenn die Winning Player waren oder historisch gesehen gewonnen haben. Es gibt ja viel Varianz, weil er einfach nicht die Confidence hatte, dass das Winning Players sind aufgrund der Stats. Und hat dann gesagt, wenn du diese Stats und diese Stats dann nach dahin bringen kannst, consistently, dann kann ich dich im Stable nach oben bringen. Einfach um die Wichtigkeit von Stats aufzuzeigen. Im Endeffekt ist es so, wie wenn du ein Basketballcoach bist, aber du siehst den Korb nicht. Du siehst nur, wie jemand wirft. Aber du weißt nicht, ob der reinging oder nicht. Weil beim Pokern ist es so, ob du die Hand gewinnst oder nicht, ist quasi irrelevant. Weil du weißt, du spielst ja nicht gegen eine gewisse Hand, sondern du weißt nicht, was dein Gegner hat. Er hat eine gewisse Range und im Endeffekt wird das Ganze aufgelöst. Aber wenn du jetzt am River callst und er hat geblufft, heißt das nicht, dass du gespielt hast. Wenn du am Flop C-bettest und er foldet, heißt das nicht, es war eine gute C-Bet. Das heißt, wir müssen andere Parameter ersichtlich machen, um zu verstehen, ist das gut oder ist das schlecht. Und das wäre wie wenn du ein Basketballcoach wärst und du siehst den Wurf und die Technik, aber du weißt nie, ob er reingeht, weil du siehst den Korb nicht. Wo würdest du anfangen? Wurftechnik, du überlegst dir, wie schnell, wie muss genau der Ball fliegen, wo musst du quasi den Kontakt loslassen und je besser du wirst, zu verstehen, was einen guten Wurf ausmacht, umso besser wird im Endeffekt das Endresultat. Und daran müssen wir nicht arbeiten, um objektiv und schnell auch herauszufinden, du musst arbeiten an Big Blind Defend versus Fold, ist bei dieser Nummer, müsste aber hier sein.
Und das kannst du innerhalb von wenigen Sekunden feststellen, wenn du weißt, was du tust. In einer Session Review, wo wir einfach ein paar Hände ansehen, wird es weitaus länger gehen, um zu verstehen, für mich, aber auch für dich, wenn du statistisch gesehen versiert bist, um zu verstehen, wo die Leaks sind. Weil du siehst immer nur einzelne Hände. Die Hand, ja gut, wäre ein Call gewesen. Aber bist du jetzt 10% daneben oder 20 oder 5 oder 1 oder war das eine Ausnahme und du hast eine gute Frequenz im People and Defend? All diese Dinge können wir in einem Session Review nicht erkennen, sondern nur mit den Stats. Nummer 2 Takeaway von den 2 größten Takeaways von BBC war, in dem Interview kam die Frage, was haben die größten Gewinner, also die Leute, die im Stable am erfolgreichsten waren, in diesen ganzen Jahren, 7, 8 Jahren an MTT-Stable, was haben die gemeinsam? Und er hat gesagt, die stärkste Gemeinsamkeit ist Struktur. Struktur im Improvement und nicht Talent. So. Und wenn du jetzt bei dir persönlich, und das gilt auch für mich, es gilt für jeden, wenn du dir überlegst, du hast so wie bei einem Videogame gewisse Stats und bei dir ist vielleicht Tryhard, Motivation, Durchhaltevermögen bei 9,9 oder 9,5 und vielleicht ist die Struktur weitaus tiefer. Wo würdest du eher daran arbeiten, um deine Gesamtstats nach oben zu kriegen, oder? Und wenn du schon wo gut bist, wie zum Beispiel bei der eigenen Motivation oder dem Durchhaltevermögen oder dabei positiv zu bleiben, dann da müssen wir nicht improven. Das ist ja schon gut. Und wenn du solche Dinge sagst, wie zum Beispiel so diese Self-Beliefs, wie zum Beispiel, ja, bei Struktur bin ich nicht gut. Das ist jedes Mal, wenn du das sagst, ist das ein bisschen wie ein eigener, also du schadest dir ja selber damit, sondern ich würde eher sagen, da habe ich noch viel daran zu arbeiten und ich bin auch selber so, schwierig für mich zu strukturieren, aber das ist ein Leak und wenn ich an gewissen Tagen mehr strukturiert bin, dann bekomme ich so viel mehr hin, als wenn ich weniger strukturiert bin. Aber jeder Tag, an dem ich persönlich Struktur einbauen muss, ist für mich schwierig. Es ist nicht geläufig so, es kommt mir nicht einfach. Aber ich erkenne, dass es sehr wichtig ist, um mich produktiver zu machen und erfolgreicher zu machen, aber auch um mich balancierter zu machen, wo ich sagen kann, ich stehe dann auf, mach dann das und dann fühle ich mich gut am Abend zum Beispiel. Also, wie gesagt. Das ist mein allergrößtes Problem tatsächlich. Struktur auch in den Tag reinkriegen. Aber es ist bei mir vor allem so, weil ich überwiegend meine Zwillinge habe, die sind halt 4 Jahre alt und ich weiß nie genau, wann ich meine Session spielen kann und auch nie genau, wie lange ich meine Session spielen kann. Das ist immer ein riesen Unterschied zu, wie ich früher gespielt hätte. Also ich weiß früher, wenn ich einmal zum Casino gefahren, hätte einfach 10 Stunden geblockt und hätte meine 10 Stunden runtergegrindet oder online halt dasselbe. Aber jetzt ist halt so, dass die wenn die werden wach zwischendurch oder weißt du, wenn ich abends spiele oder da ist immer irgendwas oder ich habe zu wenig Schlaf, das ist auch ein Riesenfaktor, dass ich nie genau 8 Stunden oder 7 Stunden oder selbst wenn ich 8 Stunden im Bett war, kann sein, dass ich in den 8 Stunden im Bett nur 5 Stunden geschlafen habe oder so. Weißt du? Also es ist wegen Kids, Kids bringen alles, den ganzen Gleichgewicht aus dem Ruder. Ja, mit solchen Faktoren ist dann Struktur immer noch wichtiger oder noch wichtiger, weil weil eine Stunde verschwendet oder nicht eingeplant kann bedeuten, dass du an dem Tag keine gute Stunde an einer ungestörten Session reinbringst im Endeffekt. Also auch wichtig. Aber nur als einfach Anhang und halt als Gedanken, also zur Überlegung einfach, dass Prozess, Struktur und Stats sind extrem wichtig für den langfristigen Erfolg, vor allem im Online-Poker. Okay. Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Und ich würde vorschlagen, wir gehen in die Session rein. Du hast gemeint, du hast was aufgenommen. Soll ich dir das schicken eigentlich? Oder, du kannst dir den Bildschirm auch teilen und dann kannst du das Video zum Beispiel so abspielen. Kannst du auch stoppen, wo du denkst. Das ist auch ein bisschen vielleicht für die Leute, die sich nicht so gut auskennen mit Stats. Aber ich kann an den Stats eines Spielers schon erkennen, wo die Probleme sind. Weitaus schneller als an der Footage.
Und das ist vielleicht schwierig zu glauben, wenn man sich nicht damit auskennt. Aber wenn ich deine Stats sehen würde, zum Beispiel wenn ich 100 Stats von dir sehen würde, 100 verschiedene Stats mit einer reasonable sample, das heißt 5.000 bis 10.000 Hände, könnte ich daraus schon extrem viel Schlüsse ziehen, woran du arbeiten solltest, ohne eine einzelne Hand jemals gesehen zu haben. So hilfreich sind Stats. Das ist etwas, wo ich auf jeden Fall dran arbeiten muss, dass ich ja die Stats auf jeden Fall, meine Stats besser im Auge behalte und daran arbeite. Ich weiß zum Beispiel, dass ich nicht genug Dreibette, also dass ich da zu passiv bin. Ich weiß auch zum Beispiel nicht genau, wie, kann man alles gut sehen bei dir? Ja. Ich weiß zum Beispiel auch nicht genau, wie groß, was ist ein kleiner Ante hier auf CoinPoker, auf PLO 50. Was für einen Einfluss das hat. Also unten links ist ja 0,7 Big Blinds die Ante. Ist schon signifikant. Also ist auf jeden Fall wichtig. Das Ding ist ja, kurz zu der Hand und rechts Easy Open und guter Check Fold. Das Ding an den Blinds ist folgendes. Die Leute, die Turnierpoker spielen oder vielleicht beides spielen, die denken sehr oft an die Blinds und Antis, weil wenn du nur 20 Big Blinds hast, vielleicht kurz das Video mal anhalten, wenn du nur 20 Big Blind hast und du gewinnst die Antis und Blinds und du weißt auch, dass die Blinds nach oben gehen werden und so weiter, dann ist jedem eigentlich klar, dass die Blinds und Antis in dem Turnierpoker-Format, vor allem Mid- und Late Stages, sehr ausschlaggebend sind, also die Blinds und Antis zu gewinnen. Ja. Und im Cash-Game ist das genau das Gleiche, nur dass die Leute das nicht so im Augenmerk haben, weil im Omaha siehst du vielleicht diese ganzen 200 Big Blind Pots, wo dein ganzer Stack reingeht und du denkst, oder man denkt easy, dass die ganze Action sich darum dreht. Aber um da mal ein mathematisches Beispiel zu machen, wenn du am Button racest und du gewinnst die Blinds, nehmen wir mal an, ohne Ante, dann gewinnst du ja 1,5 Big Blinds in dieser Hand. Und deine Winrate im Drive Hut wird ja in Big Blinds pro 100 präsentiert. So, wenn du jetzt die Blinds gewinnst, gewinnst du 1,5 Big Blind pro Hand oder 150 Big Blinds pro 100. Also das Szenario, du gewinnst die Blinds, ist 150 Big Blinds pro 100 wert. Und wenn du insgesamt eine Winrate hast von 5 Big Blinds pro 100, 10 Big Blinds pro 100, ist es schon eine extrem hohe Winrate. Das zeigt einfach, wenn du die Blinds ab und zu gewinnst, dann fügt das 150 Big Blinds pro 100 zu deiner Winrate hinzu in dem Falle, wo du die Blinds gewinnst. Also die Blinds sind extrem wichtig, also um die Blinds zu kämpfen. Wenn die Blinds nicht da wären, dann würdest du Pre-Flop nur die besten Aces spielen. Du würdest keine andere Hand spielen, weil es würde gar keinen Sinn machen. Warum würdest du eine andere Hand spielen? Hast du im Equilibrium jetzt gesehen? Es gibt ja gar nichts zu gewinnen. Es gibt kein Incentive überhaupt in den Pot zu kommen. Du willst eigentlich nur in den Pot kommen, wenn du die beste Hand Pre-Flop hast, ohne Blinds und Antis, und du würdest nur die besten Aces spielen. Ich habe sogar mal ein Experiment gemacht, wo ich eine Sim gerannt habe, ohne Blinds, und du würdest nur ungefähr die Hälfte oder ein Drittel der Aces Pre-Flop spielen. Alles andere würde gefoldet werden. Das zeigt einfach, wie wichtig die Blinds im Endeffekt sind. Wenn du jetzt noch eine Ante hinzufügst, dann ist ja unten links jetzt zum Beispiel 2,2 Big Blinds schon in der Mitte, also 220 Big Blinds pro 100 wäre die Winrate, wenn du erfolgreich stealst. Es gibt fast keinen Spot im Game Tree, wo du so viel Big Blinds gewinnen wirst. Zum Beispiel, wenn du Open raced am Button und der Big Blind callt dich, dann wirst du auch eine Winrate haben. Du bist in Position, du hast die stärkere Range, aber die Winrate wird weitaus kleiner sein, als die Winrate, die Blinds zu stealen. Also erfolgreich die Blinds und Antis zu ziehen, ist fast immer der Best-Case-Szenario. Es gibt Situationen, wo du zum Beispiel sehr starke Aces 3 bettest und in dem Fall wirst du mehr gewinnen als 150 oder 220 Big Blinds pro 100. Aber sehr oft ist das der best Outcome. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ständig und sich die Möglichkeit offen zu halten, wer ist behind, wie tight sind die, wie viel ist in der Mitte momentan, mit Ante, ohne Ante, und da die Ranges Preflop sehr, sehr akkurat zu spielen, also was GTO anbelangt. Und bei GTO ist es so, wenn du den Solver öffnest oder PLO Trainer öffnest und du siehst, die Hand ist ein Open, die Hand ist kein Open, das sind ja die Guidelines, wenn deine Gegner perfekt spielen, also wenn keine Edge besteht. Wenn deine Gegner Pre- und Post-Flop genau die gleiche Strategie spielen wie du. Wir gehen aber davon aus, dass wir besser sind als die meisten Spieler. Warum setzen wir uns sonst hin? Und deswegen benutzen wir die Guidelines und versuchen eigentlich so weit wie möglich die zu
öffnen und Loser zu spielen. Also wenn jemand am Button öffnet, ich habe eine Hand im Big Blind, dann will ich ein bisschen weiter defenden als GTO. Ich will ein bisschen weiter openen. Es gibt Ausnahmefälle, wo zum Beispiel jemand extrem tight open raised. Oder der Big Blind ist mega loose. Klar willst du dann tighter open raisen, aber by default im Normalfall versuchst du eigentlich das GTO-Gerüst als the tightest case possible zu nehmen und von da aus dich zu öffnen und sagen, ich versuche mehr Hände hinzuzufügen. Und der Grund, warum das so ist, wenn du eine Hand am Button hast, die der Solver foldet, dann ist ja der EV von der Hand 0. Weil wenn du foldest am Button, ist dein Erwartungswert 0. Klar. Wenn du jetzt eine Hand raisen kannst, profitabel, die der Solver folden würde, dann würdest du ja mit der Hand ein EV produzieren, zum Beispiel ein Big Blind oder Punkt 1 Big Blind. Und das wäre ja dann Punkt 1 Big Blind besser als zu folden. Und so würdest du eine höhere Winrate haben, als GTO zu spielen oder der Solver. Und das ist unser Ziel, die Guidelines zu benutzen, aber dann noch mehr Hände hinzuzufügen. Das heißt, du hast noch eine höhere Winrate als als mit der Equilibrium Range. Ja, macht auf jeden Fall Sinn, ja. Ich versuche, das habe ich da mit No Limit Hold'em damals so gemacht und versuche das auch mit PLO so zu machen, nur dadurch, dass ich immer noch am Anfang meiner Karriere bin, quasi versuche ich ein bisschen vorsichtiger zu sein. Aber ich glaube, ich bin looser, als ich eigentlich sein sollte. Okay. Was Sinn macht. Also, aber wir werden jetzt sehen. Mhm. Wenn die Ante da bei Punkt 7 ist, gibt es auch Möglichkeiten, also die Hand ist auf jeden Fall zu loose, gibt es auch Möglichkeiten zu limpen, aber auch mit dem Rake, mit dem du spielst, würde ich Limpen nicht vorschlagen, weil es zu teuer ist. Sagen wir mal kurz erklärt. King Jack 8-3, wenn du PLO Trainer aufmachst zum Beispiel, oder ich glaube, ich kann das auf meiner Seite nicht gleichzeitig machen, aber um da mal ein Gefühl zu bekommen, wo du eigentlich hinsehen möchtest. Einen Moment. Ich werde kurz versuchen, mein Bildschirm zu teilen. Einfach nur, um kurz aufzuzeigen, wie ich das machen würde. Kannst du meinen Bildschirm sehen hier? Ja. Geh CoinPoker 7 Max und Punkt 7 Big Blind Ante. Das ist genau die Sim, die du brauchst. Und du bist jetzt zum Beispiel in MP. So. So, 26% Open. Du hast zum Beispiel King Jack. Was ist deine Hand? Ich kann es nicht genau sehen. King Jack 8-3? Ja. So, du hast King Jack 8-3. Und ich würde hier auf Height EV Difference gehen, um zu sehen, was ist der Unterschied zwischen der besten Option, was in dem Fall Fold ist, und der zweitbesten Option, in dem Fall Raise. Und der Unterschied ist hier ungefähr 30, sagen wir mal ungefähr 30 Big Blinds pro 100. Beziehungsweise du hast Good Suits, also ungefähr 29 oder 27 Big Blinds pro 100. Das ist huge. Also wenn du dir alle Hände ansiehst, die hier möglich sind, alle Hände, die folden, dann kannst du einfach nach EV Difference sorten. Ich klicke mal hier kurz. So, also Deuce ist die Hand, die am meisten verlieren wird. 2 Big Blinds. Und wenn wir jetzt nach unten scrollen, dann sehen wir, wo ungefähr deine Hand ist. Das sind ja alles Hände, die folden jetzt momentan. Du warst ja bei ungefähr 30. Also eine Hand wie Ace 5-4-3 mit dem Low Suit hat einen besseren Erwartungswert als die Hand, die du geraced hast. Oder Ace Jack 4 Deuce Triple Suited. Und all die Hände, die ich jetzt zeige hier, sind alle besser zu raisen und immer noch way too wide. Also 10-10-6-4 Single Suited ist immer noch, hat einen höheren Erwartungswert, weitaus höher als King Jack 8-3. Und wenn ich jetzt Hände hinzufügen möchte, weil zum Beispiel die Spieler hinter mir zu tight sind, dann würde ich vielleicht bei 0.5 oder so, 0.05 anfangen. Also vielleicht Hände wie zum Beispiel
Die Hände hier, Ace, Jack, 9, 6, vielleicht, wenn die Leute wirklich tight sind, King, Queen, Jack, 7, King, Jack, 8, 7, King, Jack, 8, 7, King, Jack, 10, 6, schlechte Kings, 8, 7, 6, 5. Das sind so Hände, die in MP in dem Spot vielleicht machbar sind. Und du bist bei 30 Big Blinds pro 100 als Mistake. Also und das ist wichtig zu erkennen, wir müssen quantifizieren, wie groß ist der Fehler. Und wenn wir jetzt sehen, okay, wenn du die Hand raisen raised du dann all die anderen Hände auch oder bist du nur selektiv auf double-suited Hände mit King High, also überschätzt du die Handkategorie. Als Beispiel, würdest du eine Hand raisen wie zum Beispiel 7744? Ich hätte es wahrscheinlich geopend, ja. Dann gehen wir mal weiter nach oben, um eine Idee zu bekommen. Zum Beispiel Queen Queen 8-4, 9-9-6-3 oder wenn du all diese Hände hier raised, dann bist du nicht mehr bei 26%, sondern wahrscheinlich bist du dann bei 40% oder so. Mit all den Händen, die du raised. Also genauso wie mit Stats im Drive hat, benutzen wir PLO Trainer, um es zu quantifizieren, zu verstehen, wie weit bist du off. Und wenn ich jetzt in deinen Drive hat sehen würde und dann würde ich bei MPRFI nachschauen, dann könnte ich sehr schnell erkennen, okay, du bist bei 35, aber du müsstest bei 26 sein. Und wenn es darum geht zu erkennen, hey, woran soll ich eigentlich arbeiten, also Preflop zum Beispiel, dann könnten wir sehr schnell erkennen, okay, RFI MP müsste ungefähr bei 26 sein und momentan ist es bei 35. Wir müssen also genau an dem Spot arbeiten. Und so könnten wir jede Position, jeden Spot, jede Node sehr schnell erkennbar machen, wo die Mistakes sind und anfangen, die auszumerzen, Stück für Stück für Stück. Aber das ist schon mal ein guter Indikator, wie weit du da entfernt bist. Okay. Am Flop kannst du da mal deine Gedanken schildern, so du Open Race, Big Blind called. Einfach Rangebet hier auf dem Board. Hoffe einfach auf den Fold, um ehrlich zu sein. Vielleicht kommt Rangebet aus dem Gedanke von No Limit Hold'em. Es gibt fast keine Boards, wo Rangebet eine gute Strategie ist im PLO. Und der Grund dafür ist, weil du 4 Karten hast und der Gegner auch. Wenn du zum Beispiel hier eine Hand hast, wie Ace, King, Queen, Jack. Du hast, ich erkläre es mal so. Poker-Strategie ist eine Sprache. Und die Sprache im Omaha ist ein bisschen anders. Es gibt gewisse es ist verwandt mit No Limit Hold'em, aber es gibt ein paar Unterschiede. Und ich versuche in dem Coaching, vor allem in dieser ersten Stunde mit der Strategie, dich ein bisschen näher an die Sprache zu bringen, die wir benutzen, um diese Entscheidungen fällen zu können. So, zum Beispiel, wenn ich 10-3-4 sehe, dann überlege ich mir mit meiner Hand, wie viele Blockers oder Nearby Blockers habe ich. Blockers, der beste Blocker hier wäre die 10. Und die anderen Pair Blocker, also die 3 oder die 4, sind auch relativ wichtig. Andere Blocker wären 5, 6, 7 oder die 2. Vielleicht in der Reihenfolge. 10, 4, 3, 5, 6, 7, 2. Das sind die wichtigsten Blocker. Und der Grund, warum ich die Blocker nenne, ist nicht wegen GTO oder Balance, sondern wenn du keine der Karten hast, ist es weitaus wahrscheinlicher, dass dein Gegner die Karten hat, weil er ja 4 Karten hat. Also wenn du selber keine 5, 6, 7 oder 10 hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass er continuen wird. Wenn du aber die Karten hast, ist es weniger wahrscheinlich, dass er called oder raised. Und das ist mal das Erste. Also die Sprache, die wir benutzen, ist, wir überlegen uns, welche Mate-Hand haben wir. In diesem Fall wäre es Bottom Pair, no Straight Draw Blockers. Also das ist keine 5, 6, 7 und keine 2 und kein Ass. Das ist also Bottom Pair, no Straight Draw Blocker. Das ist quasi die Sprache, die wir benutzen. Da kommen wir noch später im Solver hinzu. Und das Zweite, ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, ist, was wir versuchen zu verstehen mit der C-Bet, ist nicht, ob die C-Bet profitabel ist. Das ist nie die Frage in irgendeinem Spot, sondern wir versuchen einzuschätzen, welche Line ist am profitabelsten. Und das ist ein Riesenunterschied. Weil wenn du jetzt zurückcheckst, dann hast du ein EV. Also das heißt, du hast einen Erwartungswert von dem 7,78 Big Blinds wirst du einen Teil davon gewinnen, wenn du zurückcheckst. Zum Beispiel, wenn du am Turn triffst oder wenn er am Turncheck foldet oder wenn ihr zum Showdown geht und du hast die beste Hand. Also zurückzuchecken hat einen Erwartungswert
und zu betten hat einen Erwartungswert. Und wir versuchen einzuschätzen, wo ist der Erwartungswert höher. Zum Beispiel, wenn du jetzt hier zurückcheckst und du weißt, dein Gegner hätte nicht die Möglichkeit zu betten am Turn, dann würdest du auf jeden Fall den Turn und den River sehen, for free, und könntest deine Hand improven. Das wäre schon mal ziemlich nice. Wenn du jetzt am Flop bettest und er raised dich, dann wirst du nicht den Turn und den River sehen, also du wirst quasi deine Equity denied bekommen. Deswegen ist es wichtig für uns einzuschätzen, was ist besser, die Free Card oder den Fold zu bekommen. Und wir können das so einschätzen, indem wir uns überlegen, A, wie viel ist die Free Card wert? Also können wir sehr gut hitten, also dass unsere Hand sehr stark improven wird. Und B, wie wahrscheinlich ist es, dass wir gecheckraised werden am Flop? Zum Beispiel hier, du hast die 3, okay, aber du hast keine 10, keine 5, 6, 7, keine 4. Das heißt, erstens, du könntest gecheckraised werden und du müsstest folden. Zweitens, du wirst relativ oft gecallt, weil du keiner der Blocker hast. Und drittens, eine andere Frage, die ich mir auch stellen würde, ist, kannst du eine bessere Hand zum Folden bringen am Flop? Und ich würde sagen, nicht viele. Klar, wenn er Pocket Sevens hat oder Pocket Eights oder Nines, ja. Aber er wird nie Kings, Queens, Jacks oder eine 10 folden. Wenn er eine 4 hat mit dem Gutshot, wie zum Beispiel Ace, 4, 5, wird er nie folden. Das heißt, es ist sehr schwierig, eine bessere Hand zum Folden zu bringen. Du blockst nicht die Check-Raising-Range und der Checkback hat einen ziemlich nicen EV. So würde ich ungefähr über die Hand nachdenken. Und wenn dir die Sprache so befremdlich ist ja normal am Anfang bei jeder Sprache, dann kann PLO Trainer oder der Solver dir weiterhelfen, die Sprache besser zu verstehen. Jetzt als Beispiel hier, und das ist natürlich nur eine Beispielhand, aber ich bringe das jetzt mit ein, weil wir bei jeder Hand im Endeffekt werde ich auf die Sprache wieder eingehen, um runterzubrechen, was wir eigentlich tun. Zum Beispiel hier, ich werde jetzt die Button Range benutzen, weil die Hand, die du hast, wird mit MP nicht verfügbar sein. Nehmen wir mal an, du hast einen 100 Big Blind Single Raise Pot mit Button Big Blind, das ist quasi der Spot und das Board ist 10, 3, 4. Wir versuchen mal 10, 3, 4 zu finden. So, wir haben Jack 3, 4. Nehmen wir mal Jack 3, 4, ähnliches Board. Sehen wir uns an, wie deine C-Bet Frequency ist. Weil dein erster Gedankengang wäre ja Range. Aber die Realität ist 48% C-Bet, 51% Checkback. Also das sind wieder Welten oder dazwischen, also wie das Board interpretiert wird. Wenn wir uns dann der Sprache aneignen und sagen, hey, wir haben Top Pair, also ein Jack, ich gebe einfach mal Jack ein hier, dann geht unsere C-Bet Frequency auf 60% nach oben. Also wir gehen von 48 nach 60% nach oben. Also klar, wenn wir Top Pair haben als Blocker oder als Value Hand, geht die Zahl nach oben. Wenn wir zum Beispiel 5, 6 haben, sind wir bei 75%. Okay, nice. Wir haben Nuttiness, wir haben gute Blockers. Wenn wir zum Beispiel eine 3 haben, wir haben eine 3 bei 60%. Also eine 3 bringt uns von 48 nach 60%. Eine 4 bringt uns nach 66,6%. So können wir ein bisschen verstehen, okay, wenn wir eine Jack haben, 5, 6, 4, 3, so das sind so die Karten, wo die Bet Frequency nach oben geht. Und wenn wir dann keine der Karten haben, zum Beispiel, ich sage jetzt, wir haben kein Jack, keine 4, keine 3, wir haben kein 5 und kein 6. So, dann geht die Bet Frequency nach 34% nach unten. Weil wir ja nicht mit dem Board connected haben. In dem Fall haben wir noch einen Jack. Moment, Jack geht auch weg. 23,8%. In deinem Fall hattest du noch die 3. Oh. Ich muss kurz den Syntax verändern. Und du bist ungefähr bei 55,5%. Jetzt nehmen wir noch die Pocket 3er weg. Moment, du hast kein Set. So, du bist jetzt bei 51%. Also deine Hand-Class, kannst du sagen, ist ungefähr zur Hälfte ein Bet und zur Hälfte keine Bet. Und wenn du das so eingegeben hast im Trainer, dann kannst du auf der rechten Seite dir überlegen, was ist eigentlich die Logik? Welche Hände mit der 3 will ich betten? Was sind so die Patterns? Und welche Hände machen keinen Sinn zu betten auf der linken Seite? Was ist da erkennbar grundsätzlich? Und wenn ich mir deine Hand überlege, du hast ja ein Bet-Fold, also eine Hand, die du betten wirst und dann folden wirst auf einen Raise. Wenn ich die Range reproduzieren möchte, dann gehe ich einfach auf Bet, Check Raise und ich gebe den gleichen Syntax auf der linken Seite nochmal ein, um zu sehen,
welche Hände mit einer 3 möchten eigentlich Bet folden am Flop? Also all diese Hände, die du hier siehst. All diese Hände haben die Entscheidung gefällt, am Flop zu betten und dann zu folden versus Check Raise. Und wenn ich mir die Sidecards ansehe, dann würde ich sagen 10-8-7 with 2 Backdoor Flush Draws. Was ich hier sehe mit 10-8-7 ist, die 7 ist ein Nearby Blocker. Also ich habe hier quasi 4, 5, 6, 7. Aber ich habe auch sehr viele Backdoor Barreling Spots. Und ich kann Ace High zum Folden bringen, King High zum Folden bringen, Queen High zum Folden bringen. Das sind alles bessere Hände. Oder das sind alles Hände, wo ich Protection brauche. Aber ich kann auch nice barreln mit meiner Hand. Oder wenn ich mir eine Hand ansehe, wie zum Beispiel 10-7-7-3, dann macht es nicht sehr viel Sinn, eine Free Card zu nehmen, weil meine Hand ist schwierig zu improven. Aber ich kann mit den Sevens barrelen. Ich habe Backdoor Flush Draws. Ich kann die Hand also wahrscheinlich über 3 Streets benutzen, um vielleicht meinen Gegner zum Folden zu bekommen. Das ist so ein bisschen das Gedankenkonstrukt, um zu überlegen, okay, will ich Bottom Pair C-betten oder nicht? Und wenn wir jetzt eine konkrete Hand nehmen, das ist jetzt ein bisschen wie beim Basketball den Korb nicht zu sehen. Wir können deine exakte Hand nehmen, King Jack 8-3, aber ob die Hand jetzt ein Bet ist oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Es ist eher wichtig zu verstehen, dass King Jack 8, also ich weiß die Antwort selber nicht, es ist eher wichtig zu verstehen, dass King Jack 8-3 nicht so viel Incentive hat zu betten, weil die Blocker sind nicht so nice und du hast nicht so nice Turn-River-Barreling-Spots, wie zum Beispiel 10-8-7-3, 10-9-7-3, 10-7-7-3. Diese Hände haben gute Barreling-Spots. Wenn wir jetzt zurückgehen und wir gehen zur Entscheidung, King Jack 8-3, in dem Fall wäre es zum Beispiel King 10-8-3 oder King 10-8-3 hat nur eine Overcard, King Queen 8-3 als Beispiel. Dann sehen wir King 8-8-3, okay, ist so in der Mitte, könnte eine C-Bet sein. Auf der rechten Seite sehen wir mit Backdoor Flush Draws, vielleicht wollen wir betten, aber auf jeden Fall ist die Entscheidung close. Und das ist ein gutes Beispiel, um auch zu zeigen, wenn du PLO Trainer benutzt und du gibst einfach deine Hand ein, kommst du vielleicht zum Entschluss zu sagen, alles klar, C-Bet, easy peasy, let's move on. Aber wir haben jetzt herausgefunden, deine Impression war 100% C-Bet-Spot und der Grund war einfach Range C-Bet. Und das haben wir haben jetzt herausgefunden, da muss etwas korrigiert werden. Das wäre eigentlich 50% C-Bet-Spot und die Logik dahinter wäre so und so und so und so. Und die Logik und die Sprache so zu verstehen, wird dir helfen, in jedem Spot, den du angehen wirst, anders zu denken. Und egal ob 3-Bet-Pot oder Multi-Way-Pot oder Single-Raise-Pot, In-Position, Out-Position, die Sprache ist überall die gleiche. Ich glaube, in dieser Session werde ich öfter solche Fehler machen. Vor allem hatte ich ganz am Anfang schwer damit zu kämpfen, wenn ich zum Beispiel Asse gedreibettet habe und dann kam irgendwie ein Board, womit ich nicht so wirklich connected bin. Dann habe ich immer viel zu viel verloren, als ich hätte eigentlich verlieren müssen. Also es sind so Dinge, die ich mit der Zeit ein bisschen gelernt habe, also mit ein bisschen Erfahrung. Nichtsdestotrotz in solchen Spots, wenn so ein Drive-Board runterkommt, dann schaltet mein Gehirn einfach noch nicht so auf PLO um. Dann denke ich immer noch, okay, was kann er haben? Also wenn er irgendwie, also ist immer noch No Limit Hold'em denken. Also ich denke mir dann einfach, okay, wenn er irgendwie starke Hand gehabt hätte Preflop sowieso geraced. Auf so einem Board hat er eh nichts. Und also, aber ich denke, das mit den Blockern und so weiter, das wird auf jeden Fall sehr helfen. Mhm. Im Omaha gibt es fast keinen Spot, wo Range C-Bet ist. 3-Bet-Pot Ace High Boards oder du raced sehr early und der Big Blind called Ace High Board. Solche Ace High Board Spots gibt's, aber ansonsten ist fast kein Spot ein Range C-Bet Spot, sondern immer die Logik, die ich gerade erklärt habe, also die Sprache dahinter, ist immer anwendbar in jedem Spot. Also mal sehen, was unten links passiert. C-Bet am Flop. Auch die Sizing Choice hier, not a big deal, aber ich würde grundsätzlich in dem Single Race Pot größer betten, weil im PLO, wie wir gerade herausgefunden haben, gibt es keine Range C-Bet Spots, sondern deine Range ist grundsätzlich eher polarisierender und du kannst nicht overbetten im PLO und das heißt, du musst den Pot groß machen von Anfang an und es gibt wenig Spots, wo du zum Beispiel wie im Hold'em 1/3 C-Bet in Single Race Pots anwendest, weil im Hold'em kannst du so anfangen und dann den Turnover betten und den River overbetten, um die Polarität reinzubekommen in die Range oder in die Range-Asymmetrie zwischen den beiden Spielern. Aber im Omaha kannst du das nicht machen. Du kannst nicht overbetten. Deswegen musst du
von Anfang an öfter mal Großbetten und schon früher an zu polarisieren. Mit zum Beispiel einer 50% C-Bet-Frequency. Okay. Wenn du dazu Fragen hast, übrigens zu diesen Worten Range Asymmetry oder, keine Ahnung, Polarity und so weiter, einfach losschießen oder wahrscheinlich kommen auch Spots dazwischen, die dann das ein bisschen aufklären werden. So. Aber okay. Du merkst schon, der Kopf wird rauchen. Mir gefällt's. Also das ist so eine neue Challenge für mich einfach, weißt du? Es ist nach so vielen Jahren dasselbe Spiel spielen, einfach etwas Neues lernen gerade für mich und ich bin voll dabei. Also es macht mega Spaß. Die Spots können wir alles skippen, bis wir was finden, was vielleicht relevanter wäre. Soll ich mal Speed nach vorne irgendwie oder? Du kannst, obwohl das ist ein 30-Sekunden-Button, vielleicht mit der Maus, mit dem Keyboard Arrow Key. Bewegt das was oder nicht? Nee. Dann würde ich vielleicht unten mit dem 30-Sekunden-Zeiger oder so. Da hast du Double-Suited Aces. Die wirst du auf jeden Fall spielen. Ja. Aber du kannst auch Speed-Up machen, indem du rechtsklickst auf das Bild und dann Wiedergabegeschwindigkeit. Sollte möglich sein, die zu... Bisschen schneller. 2x ist gut oder anderthalb? Ja, genau. Man kann die immer anhalten. Okay, also unten links will ich kurz anhalten oder zurückgehen, vielleicht mit dem Mauszeiger oder so, ja. Also Small Byte Open Race 3x, du hast ja eine Anti im Game. 2 Dinge. Erstens, der Typ ist an einem Phone, also ist ein Recreational Player. Du bist in Position, bekommst besser als 2:1, weil der Gegner kann ja nicht Pot Size Open Racen, weil die 70, also die Punkt 7 Big Blinds, sind ja nicht Teil des Race der Race Size, weil das so eingestellt ist auf CoinPoker und auf vielen anderen Seiten auch. Um das kurz zu verdeutlichen, mal sehen, CoinPoker hier, 0.7, Small Blind Race, wir sind im Big Blind mit der Ante, Hold Frequency ist 20%. Also 20% wirst du folden, wenn der Typ ein Endboss ist. So, wenn der Typ sehr gut ist, bist du bei 20% Fold. Genau, wenn der Typ am Handy ist, wirst du Queen 10 4 Deuce mit dem Queen High Suit nicht folden. So, okay. Also hier Queen 10 4 Deuce gegen den kleinen Race. Also wenn du foldest, verlierst du ja 1, also ein Big Blind, wäre der -1 wäre der EV, hier auf der Seite -1. Und der Fehler jetzt wäre ungefähr 22 Big Blinds pro 100, aber gegen den Typen am Handy wäre der Fehler wahrscheinlich, keine Ahnung, 35 Big Blinds pro 100. Und das ist natürlich nur ein Fehler, aber der wiederholt sich ja immer wieder. Ja. Jetzt weißt du, okay, Blind versus Blind, die Fold Frequency ist ungefähr 20% gegen die besten Spieler, aber ansonsten eher weniger groß. Okay. AC65, alles klar, 3-Bet. Hier habe ich auch oft auf CoinPoker das Gefühl, dass manche irgendwie einen 20er VPIP haben, aber viele Regulars, die jeden Tag spielen und auch immer gute Stacks haben und immer am Leaderboard, da ist ja so ein Daily Cash Game Leaderboard, immer Top 5 oder so sind, die aber einen VPIP von 45 haben oder so. 45, ja. Ja. Und da denke ich mal manchmal, dass ich hier ein VPIP-Game spiele, also dass ich selber mein VPIP auch ein bisschen pushen muss, sonst geben die mir keine Action. Oder nee, dass ich halt zu Side bin oder so. Das würde ich nicht so annehmen. Also oben links, let's start there. Du callst Queen 8-8. Ja. Irgendeinen largen Donk. Was ist da dein Gedankengang? Ich spule nochmal zurück gerade. Ich hab Preflop gecallt. Du Open Race Queen 8 Tisch 1 in der nächsten Hand. Und auf 4, 5, 6. Auf 3, 4, 5. Also dein Gegner donkt jetzt in dich rein oder bettet in dich rein mit 75% Sizing. Wie ist dein Gedankengang hier am Flop versus, also einfach in dem Spot?
Was denkst du dir jetzt momentan, wenn du das siehst? Jetzt im Nachhinein denke ich mir, ich kann nicht wirklich improven, außer ich hit irgendwie ein Set oder irgendwie sowas. Also viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr am Turn und River. Nichtsdestotrotz, ich glaube in dem Moment, der Spieler hier ist halt extra polarisierend oder wie auch immer, wie man Whaley, wie man es nennen möchte. Der ist in jeder Hand dabei und zählt auch jede Hand oder donkt jede Hand halt einfach. Und ich glaube, also ich habe die Nacht vorher gegen ihn auch schon gespielt und er hat, sobald er eine Hand verliert, der ist halt auf mega Tilt. Der ist im Chat die ganze Zeit unterwegs und verflucht alle und die Seite und dass er alle anzeigen wird und also Dinge. Also ich dachte mir einfach, gegen den call ich halt einfach nochmal, um vielleicht irgendwie lucky oder vielleicht ist meine Hand sogar gut gegen den. Ich meine, das Ding ist, wenn jemand pure Gamble in dem Moment. Wenn jemand, ist auch so ein Irrglaube, wenn jemand sehr aggressiv ist, zum Beispiel oft fragen mich so die Leute, ich spiele an einem Tisch, live oder online, whatever, die Leute sind super loose und aggressiv, so wie schlage ich die Spieler? Was muss ich verändern? Und die Realität ist, dass du nichts verändern musst, sondern du wirst einfach mit den guten Händen mehr gewinnen als gegen gute Spieler. Aber diese Idee von, ich muss jetzt zurückfighten gegen Leute, die viel zu viele Chips in die Mitte schieben mit nichts, geht ja nicht auf. Wie zum Beispiel hier. Nehmen wir mal an, der Typ hat Two Pair oder hat ein Pair, einen Straight Draw, also nicht so eine gute Hand. Wenn der Typ die Einstellung hat, Chips müssen rein, hilft dir ja nichts mit der Hand. Du wirst ja trotzdem irgendwie verlieren. Also wenn du jetzt callst und er bettet irgendeinen Turn, dann musst du ja trotzdem folden. Also hast du im Endeffekt die Chips geburnt am Flop. Wenn du eine gute Hand hast, wirst du weitaus mehr gewinnen als gegen einen guten Spieler. Aber wenn du nicht so eine gute Hand hast, back off und warte auf eine gute Hand, weil also Feuer mit Feuer zu bekämpfen funktioniert nicht gegen solche Spieler. Und jetzt rein von der Strategie her gesehen, der Typ bettet in dich rein. So, strategisch gesehen, ich versuche, das Ding ist, Pokerstrategie ist Pokerstrategie. Und auch wenn vielleicht die Hürde am Anfang ein bisschen komplex klingt, zum Beispiel für die Zuschauer, ich kann halt nicht um die Wahrheit rumkommen. Also fange ich lieber ein bisschen höher an, also was die Komplexität angeht, aber bleibe da, anstatt das Ganze so zu versimplizieren, dass es dann gar nicht mehr stimmt. Im Poker funktioniert die Strategie so. Dein Gegner bettet hier zum Beispiel dieses Sizing und du musst einen Teil deiner Range defenden. Also zum Beispiel in dem Spot vielleicht 50% oder 40% deiner Range defenden. Also 40% deiner Hände müsstest du callen, ansonsten könnte er einfach die ganze Zeit barreln oder immer betten. Und das heißt im Konkretfall, du musst dir überlegen, was sind die 40% besten Hände, die ich haben könnte, gegen die Range meines Gegners. Und du kannst ja hier Two-Pair-Set straight haben. Sogar Hände, wie zum Beispiel ein Pair mit einem Straight Draw, sind besser als die Hand, die du jetzt hast, weil du könntest ja immerhin improven. Aber die Hand ist sehr, sehr schwierig zu improven. Deswegen würde ich sagen, die ist nicht in deiner Top 40% auf deiner Range und deswegen easy zu folden. Und wenn die Leute das Gefühl haben, ich werde von den aggressiven Spielern übertrampelt, dann geht einfach zurück auf die Grundstrategie. Der Typ bettet, du musst ungefähr 40% deiner Range defenden. Wo stehe ich da momentan? Wenn du 80% davon foldest, klar, dann wirst du überrannt. Aber wenn du 60% foldest, dann spielst du einfach nur gut. Und that's it. Also in dem Fall einfach folden und es ist kein guter Spot, also um einen Pot aufzubauen mit Queen, Queen, 8, 8. Es gibt so viel bessere Hände, die du haben könntest. Das ist auch manchmal so eine Confidence-Sache bei mir. Also Confidence hat ja verschiedene Bereiche, also manchmal Folden hat auch, für Folden braucht man auch Confidence, wenn das Sinn macht. Und in dem Spiel habe ich, weil ich noch neu bin und nicht so viel Erfahrung habe, oft das Gefühl, dass ich halt vielleicht in Spots herumgeschubst werde oder deswegen meinen Stats, vielleicht wenn ich zu passiv bin oder so, öfter gedreibettelt werde oder also das sind so Mindgames halt für mich alleine, die in meinem eigenen Kopf vorgehen manchmal. Wo ich dann halt so einen Fehler mache. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er jetzt Turn bettet und ich einfach
aufgebe und dass ich auch in dem Moment weiß, warum habe ich überhaupt Flop gecallt, weißt du? Also dass das im Nachhinein irgendwie auf einmal klar wird für mich und in dem Spot irgendwie dann nicht. Also am einfachsten Confidence-Issues zu überbrücken ist einfach mehr Kompetenz zu haben. Je besser du weißt, was du machst, umso einfacher ist es zu sagen, klar, das ist nicht Top 40%, easy fold, keep going und dann wird es wie Second Nature. 100%. Also oben links, mal sehen, was da passiert. Unten rechts hast du gedreibettet, jetzt am Flop. Mal sehen, oben links kurz die Hand durchspielen, mal sehen, was da geht. Turn, checked. Obviously, turn not nice. River 5. Ja. That's. Schmeckt. Okay, fold, macht Sinn. Und dann unten rechts am Flop hast du ja gesiebettet. Wie siehst du die Flop-Action unten rechts? Du dreibettest Pre, macht Sinn. Flop hast du Pair und Open-Ended, Straight Draw und Backdoor Flush Draw. Und siebettest am Flop halber Pot. Ja. Um die Kohle reinzubekommen, oder? Also ich folge den Spot dann wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich auf so ein Board dann bette. Also ja. Und am Turn, was passiert am Turn? Turn ist Check gegangen, oder? Das habe ich jetzt zweitliche. Ich glaube nicht. Oh ja, er bettet Turn. Also am Turn ist ein One-Liner on the board. Ja. Und er hat ja auch den Flop gecallt. Das heißt, seine Flop-Range ist gefiltert. Also mit gefiltert meine ich, er hat ja nicht die Pre-Flop-Range am Turn, sondern er hat die Flop-Range, er hat die Range, der am Flop eine Bet gecallt hat, an diesem Turn. Also, um das kurz zu wiederholen, am Turn hat er ja eine gefilterte Range. Er hat die 3-Bet gecallt und dann callt er am Flop eine Bet. Das heißt, er hat eine sehr narrow Range am Turn. Er kann nur Hände haben, die irgendwie Sinn machen. Und bettet jetzt 5 Diamonds groß am Turn, also 75% des Pots. Wie kommst du zum Entschluss zu callen? Schlechter Call, denke ich. Ich weiß nicht, ob das aus zu schnell reagieren kommt, also nicht nachdenken und einfach callen kommt, oder ob das wieder so eine Confidence-Sache ist, so, wo ich mir denke, okay, ich weiß nicht genau, wo. Aber jetzt im Hinblick, also im Rückblick, denkst du, deine Hand könnte gut sein hier am Turn? Also, dass du da hier die beste Hand hältst? Nee, definitiv nicht. Weiß ich auch wahrscheinlich in-game. Also, es gibt ja kaum Hände, was soll er jetzt da in mich reindocken? Also, weiß er das, wenn ich schon nachdem er am Flop callt, ist einfach die Anzahl der Straights, die er haben kann, sind einfach viel zu hoch. Und deine Equity mit 2 Pair, No Flush Draw, ist einfach zu tief, um da nochmal zu callen können. Wie würde es jetzt aussehen, wenn man ein Set hätte? Da noch ein paar extra. Set hättest du 22% Equity, oder? Und er bettet ein Sizing, wo du ungefähr 30% Equity brauchst, vielleicht 28 bis 30% Equity. Und du hast 22 mit einem Set. Würde wahrscheinlich auch darauf hinauslaufen, welches Set ist es. Also weil es wäre immer noch möglich, dass er zum Beispiel 2 Pair straight hat. Wenn du zum Beispiel Pocket 5s hättest, wäre das super schlecht. Wenn du 7s hättest, ich meine, den direkten Preisen bekommst du nicht. Klar, mit 22% Equity. Sondern du müsstest dann noch hitten und ausbezahlt werden, zumindest zum Teil. Also vielleicht mit Topset könnte es gerade so klappen. Okay. Ja, das sind so Spots, wo ich halt einfach zu heftig gamble wahrscheinlich. Ja. Oder, wie du sagst, vielleicht auch zu schnell spielst oder Entscheidungen fällst. Ja. Ich denke, es ist oft bei mir zu schnelles Spielen einfach. Ich habe mich diese Woche öfter selber dabei ertappt, also wo ich einfach viel zu schnell spiele. Sogar in dem Spot hier einmal, in dieser Session ist es einmal passiert, wo ich weiß gar nicht, ob man das callt, es wird gedreibettet und ich habe Könige und Dreier. Hätte aber die Hand gewonnen. Aber es ist, kommen wir gleich auf jeden Fall zu. Okay. Da habe ich auch einfach Snap gefoldet, die Hand, obwohl ich hätte wenigstens eine Sekunde darüber nachdenken können. Oben rechts sehe ich jetzt die Pre-Flop-Action nicht. Wo ist der Button? Wo ist der Button oben rechts? Es ist deswegen hier ist der Button. Peggy. Ah ja.
Button. Dann frage ich mich, wie bist du in der Hand? Du hast geraced aus MP wieder. Ja. Ace 985. Ich werde kurz bei mir nachschauen. Du kannst einen neuen Spot finden. MP. Ace 985. Du kannst schon spulen, aber ich sehe mal, wo wir da stehen. Du bist ja auch triple suited, also mit 3 der gleichen Suits. Das wird den EV deiner Hand extrem nach unten bringen. Du bist jetzt da bei 6 Big Blinds Mistake. Also nichts, das super tragisch ist, kommt auf den Tisch darauf an. Wenn du Leute hinter dir hast, wo du nicht viel Vordeck-Equity hast oder die vor allem dich 3 betten, wäre es ein super schlechter Open. Wenn die Leute hinter dir sehr tight sind, machbar auf jeden Fall. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Cutoff hat der Typ 46% VPIP. Ja, die haben Und alle. Und 3 betten auch alle gerne. Ja, genau. Links von dir mit 46 ebenfalls. Also das 2 Spieler links von dir, die auf jeden Fall diese Steals nicht gut aussehen lassen, sondern da würde ich eher tighter sein als GTO. Okay. Ja, unten rechts schiebst du rein mit dem Boat, macht Sinn. Und dann oben rechts hast du Check, Check, Flop und dann Give Up. Okay. Nur als Beispiel jetzt, wenn du zurückgehst, oben mit dem Ace 985 Ja. am Flop, so die Flop-Decision, oder? Die Entscheidung, die wir am Flop treffen müssen, ist nicht, ob unsere Hand nice ist oder whatever, sondern es geht darum, wo ist der EV besser? Bet oder Check, oder? Und wenn du jetzt Ace 985 3 Spades hast, der EV vom Check ist sehr tief. Weil es wird schwierig, die Hand zu gewinnen mit dem Check. Weil, was willst du treffen? So, und wenn das der Fall ist, dann wird natürlich Bet attraktiver. Und was die Leute oft falsch verstehen, ist, die sehen die Qualität der Hand und sagen, ja, also ein Bet ist das ja nicht. Aber es geht nicht darum, ob du mit der Hand viel Geld gewinnen wirst, sondern wo ist der EV besser. Wenn jetzt dein Gegner zum Beispiel ein bisschen zu viel am Flop foldet, nehmen wir mal an, er foldet 50% am Flop, dann könntest du hast 3 Spades und du hast ein 8 of Clubs, nicht die allerschlechtesten Blocker und vor allem ist der EV vom Check extrem tief. Also auch wenn du nur ein bisschen EV mit einem Bet bekommen kannst, weil er zum Beispiel overfoldet, der Typ ist ja auch Pre-Flop ziemlich tight, ist wahrscheinlich Bet besser als Check in dem Spot. Und am Turn, King of Clubs, checkt er. Und da ist die Frage nochmal die gleiche. Wo machst du mehr Geld? Bet oder Check? Und das Ding ist, der EV vom Check am Turn ist extrem tief. Also du wirst einen sehr kleinen Teil vom Pot gewinnen. Das sind 7,78 Big Blinds in der Mitte. Ich würde sagen, dein EV vom Check, nehmen wir mal an, du hast nicht vor, den River zu bluffen, dann ist es vielleicht, keine Ahnung, 10%, 15% des Pots kannst du gewinnen. Weil du vielleicht einen Ace hittest oder vielleicht hittest du einen 9 und du bist gut. Aber der EV vom Check am Flop und am Turn ist sehr, sehr tief. Und das heißt, dass die Bet sehr attraktiv wird. Also hier hätte ich entweder am Flop geblufft oder am Turn, weil ich ja weiß, dass der Check halt super low EV ist und ich versuche halt die Hand zu gewinnen. Am Turn müsste er ja, wenn du Half Pot am Turn bettest, dann müsste dein Gegner extrem oft continuing, um das mal in Zahlen auszudrücken, wenn du am Turn pottest, dann riskierst du eine Bet für die Bet in der Mitte. Das müsste 50% der Zeit funktionieren, um Break-Even zu sein. Also am Turn, wenn du potten würdest, was ich nicht vorschlagen würde, sondern ich würde kleiner betten, dann müsste er mehr als 50% seiner Range defenden, damit es für dich unprofitabel wird. Wenn er aber mehr als 50% foldet, dann hast du einen Instant Winner. Also dann geht dein EV nach oben. Nehmen wir mal an, er foldet am Turn 60% seiner Range gegen Half-Pot. Dann bist du am Printen mit der Bet. Vor allem, weil dein Checkback ja praktisch Zero EV ist. Du wirst fast nie was gewinnen, wenn du Checkbacks machst. Also das sind die Basics der Poker-Mathematik, Potters und Defense-Frequencies. Und mit Hilfe dieser Basics der Poker-Mathematik, egal ob im Hold'em oder im PLO, kann man relativ schnell evaluieren, ist Bet oder Check besser am Flop oder am Turn. Und dann können wir danach noch ein paar Blocker mit einspielen lassen und Equity und so weiter. Aber dieser Gedankengang ist extrem wichtig, damit du gut einschätzen kannst, welche Line ist am profitabelsten.
So. Und am River bettet er halt selbst und da haben wir auch logischerweise ein Fold. Und nächstes Ace Queen 5-4 High Suits. Wird normalerweise eine 3-Bet sein. Gegen Win Race würde ich auch auf jeden Fall 3-betten. Ist immer Full Pot? Immer Full Pot, ja. Okay, Code 4, wir callen. Okay. King, Jack, Jack. Das wäre zum Beispiel ein Spot, wo dein Gegner könnte Range C-betten. Würde ich halt nie callen. Genau. Unten links jetzt was passiert da? Preflop? Ich nehme an, du hast geopen raised und hast 2 Caller-Bets, ist ein Flop, finde ich gut. Mal sehen, wie das weitergeht. Heads up, checkt man sowas? Würde da sowieso alles Ich würde einfach betten, Pot bilden, Equity denyen, wenn ein Gegner nur ein Pair im Straight Draw hat, ist auch gut, wenn du das zum Foden bekommst. Was denkst du dir am Turn? Kurz anhalten. Turn for Value gehen einfach. Also ich meine, Straight Flush blocke ich. Es ist auch schon öfter passiert, dass ich Nut Flush habe und in Omaha in Straight Flush reinranne oder so. Aber einfach Pot bilden, Pot größer machen. Also wenn er Flop callt, hoffe ich, dass er irgendwie einen Draw mit dabei hatte. Vor allem, weil ich selber das Ass blocke. Und ja. Und einfach Value aus meiner Hand. Okay. Ich werde hier einen Basic Spot nehmen oder Out of Position, Cutoff versus Button. Was mir am Turn vor allem auffällt, ist das Sizing, oder? Dein Sizing ist nicht Pot am Turn. Und da gehen wir auf ein anderes Grundprinzip vom Poker ein. Und zwar, wie entscheiden wir das Sizing? Und das Sizing hängt von unserer Value Range ab. Das soll heißen, je polarisierender wir sind, wenn wir nur die Nuts oder Air haben, dann betten wir so groß wie möglich. An dem Turn, nachdem du 3-Way gecallt wirst am Flop, an dem Turn solltest du nur Nut Flush oder Air betten. Du wirst da nicht am Turn King Eye Flush C betten, also for Value betten, nicht ein Queen Eye Flush C betten. Das heißt, deine Value Range ist Nuts or Air. Und wenn das der Fall ist, dann polarisierst du auf Pot. Weil du versuchst ja, wie gesagt, das Sizing ist bestimmt durch deine Value Range. Wenn du am Turn viele verschiedene Hände haben könntest for Value, dann würdest du ein anderes Sizing nehmen. Um das zu verdeutlichen hier kurz, wenn wir zum Beispiel hier, was ist das Board? Sowas wie Ass 10-7 haben wir hier. Wir müssten ein Two-Tone-Board, Two-Toned mit einem Ace und einem Turn, wie zum Beispiel könnten wir das nehmen? Sure. Ass 10-8 war da auch. Ja, genau das Board haben wir nicht. Jetzt haben wir uns was hier an. So, jetzt siehst du, die Sim hat nur eine Pot-Size oder nix. Weil wir haben das schon so eingestellt, dass wir wissen, der Solver bevorzugt nur Pot oder Check an diesem Turn. Und die Struktur ist die gleiche. Das Ace war die unsuited Card und dann kommt der Flush ein. Und der Nut Flush ist ein sehr großer Teil deiner Range, wenn du im Flop C bettest und du polarisierst dich dann auf den Nut Flush. Also hier sehen wir zum Beispiel, am Turn bettest du den Nut Flush 70% der Zeit und dann ab und zu, also 11% of the time, also sehr, sehr selten, Second Nut Flush. Aber das ist wahrscheinlich nur mit 3 Diamonds oder sowas. Mal sehen, weil du dann und ohne Ace, weil du dann die anderen Flushes blockst. Hast ein paar King Eye Flushes hier mit dabei, ohne das Ace zu haben oder einen anderen Pair Blocker. Aber überwiegend wirst du primär nur den Nut Flush betten. Und dann hast du ein paar Bluffs, auf die wir eingehen könnten. Aber das Prinzip ist mir wichtig. Das Sizing Choices sind sehr, sehr wichtig. Und das sind alles
mit Leaks, die du easy ausmerzen kannst mit Pilo Trainer. Wenn du dir diesen Spot ansiehst und du siehst, oh shit, ein Pilo Trainer benutzen wir nur Pot. Wieso? Dann gewinnst du. Weil jetzt stellst du dir Fragen, die dich weiterbringen werden. Du hättest dieses Sizing benutzt, aber der Trainer benutzt nur Pot. Und so 2016, 17, 18 habe ich viel Omaha gelernt ohne Solver oder vor allem vor 2017 eher noch 14, 15, 16 und habe das mit PySolver gemacht. Also mit PySolver habe ich versucht zu verstehen, wie GTO grundsätzlich funktioniert und wie das vielleicht anwendbar sein könnte auf Omaha. Und natürlich danach mit MonkeySolver hat uns die Antworten geliefert, aber die Grundprinzipien sind bei allen Pokervarianten die gleichen. Also auch im Hold'em ist es so, dass du auf verschiedenen Streets die Nuts hast und dein Gegner kann die Nuts nicht haben. Und deswegen overbettest du am Turn oder overbettest du am River. Das sind so Grundbausteine von Pokerstrategie, die sehr, sehr wichtig sind im Development. Und du wirst über diese Grundbausteine stolpern. Automatisch wirst du darüber stolpern, wenn du mit Daten arbeitest oder mit dem Server arbeitest und siehst, wir können gar nicht kleiner betten. Warum, wieso? Und dann fängt es an, dann fängt der Progress an. Also hier am Turn würde ich nur potten. Willst du die Hand potten oder zum Teil checken? Wir haben gesehen, der Solver checkt 30% der Zeit. Ich würde jetzt intuitiv sagen, ich würde vor allem dann checken, wenn es wahrscheinlicher ist, dass dein Gegner foldet, wenn du bettest. Und wenn es wahrscheinlicher ist, dass dein Gegner blufft, wenn du checkst. Und dazu müssen wir uns überlegen, okay, wann ist es sehr wahrscheinlich, dass der Gegner folden wird? Wenn du zum Beispiel 4 Diamonds hast, weil dann hat er wahrscheinlich keinen Flush und wird wahrscheinlich folden. Oder auch 3 Diamonds. Wann ist es wahrscheinlicher, dein Gegner wird callen, wenn du 2 Diamonds hast? Vor allem, wenn du nicht King Diamonds hast, Queen Diamonds hast, dann hat er starke Flushes, die in seiner Range sind, Pre- und Post-Flop und wird vielleicht auch callen. Also in deinem Fall hast du kein King, Queen oder Jack of Diamonds, du hast nur 2 Diamonds, würde ich grundsätzlich auch Double Barrel. Pot. Okay. Das ist bei mir wahrscheinlich der Gedankengang, dass ich Angst habe, dass er foldet. Aber ich weiß, das ist ein fischiger Gedanke, aber weil ich sowieso schon Action gemacht habe am Flop und wenn ich jetzt nochmal potte, dann ist in meiner Sicht, also wenn ich in seinen Schuhen wäre, eigentlich klar, dass ich eigentlich nur noch die Nuts habe, vor allem. Weißt du? Und deswegen habe ich halt gedacht, dass er. Ja, nice, da kannst du in dem Spot ja viel bluffen. Stimmt. Also wenn du das Gefühl hast, deine Gegner folden immer, hat es auch sehr viel damit zu tun, dass vielleicht dein Image zu tight ist. Zu nitty ist, ja. Und im Endeffekt, wenn die Leute merken, die können nicht ständig folden, weil sonst überrollst du die, dann werden die schon call mit der Zeit. Aber das Ding ist, du kannst nicht in die Köpfe deiner Gegner schauen. Oh, vielleicht wird er folden, vielleicht wird er bluffen. Du musst dich auf deine eigene Strategie konzentrieren. Du weißt, welche Karten du hast, was ein guter Spielzug ist und wie genau dein Gegner spielen wird. Das Perfekt. Können wir nicht wissen. Pot, nächstes Mal. Genau, polarisierte Range, Pot ist im Turn, mal sehen, was hier passiert. Ich meine, wenn er bereit wäre zu callen am Turn und du pottest nicht, verlierst du ja im Endeffekt hier am Turn schon mal 5 Big Blinds. 5 Big Blinds wären 500 Big Blinds pro 100. Und am River ist der Pot um einiges kleiner. Und wenn er dich down callen möchte, dann wirst du halt in der ganzen Hand extrem viel Big Blind liegen lassen. So, oben rechts hast du geopen-raised pre und hat gecallt. Genau. Jack Turn. Check. Ja. Ja, also Flop Check. Was wäre der Plan? Einfach Check Fold auf 10-10-3. Ich würde halt an deiner Stelle einfach betten, weil ich meine, du hast die weitaus stärkere Range. Dein Gegner müsste eigentlich 80% der Hände Preflop defenden. 10-10-3. Du hast halt Aces, Kings, Queens, ein paar nice 10x-Hände. Deine Hand jetzt im Spezifischen kann auch Turn barreln. Also ich sehe keinen Grund jetzt unbedingt den Flop zu checken. Was macht man, wenn man gemin-raised wird oder geraced wird, anständig geraced wird? Fold. Einfach fold dann. Also es ist besser hier zu
Bet folden statt Check Call geht Bet auch nicht. folden. Ja. Ja, also wenn du Ja. checkst, hat das ja einen gewissen EV. Wenn jetzt der Flop 4, 5, 6 wäre, klar, würde ich wahrscheinlich eher checken, weil das Board einfach schlecht ist für den Small Blind. Aber 10, 10, 3, ich meine, dein Gegner wird so viele Hände Preflop haben, die halt gar nichts machen können am Flop. Nehmen wir mal an, dein Gegner hat 80% der Hände Preflop. Ich meine, das Board ist 10, 10, 3. Wie viele Hände werden folden? Wenn du jetzt 1/3 bettest, dann müsste er theoretisch ungefähr 75% seiner Range defenden. Das ist sehr, sehr schwierig mit seiner Range Pre. Also du printest mit einer Bet und mit dem Check. Also mit dem Check, wenn jetzt dann, keine Ahnung, wenn der Gegner überaggressiv ist und dich ständig raced oder whatever, vielleicht, aber ansonsten würde ich einfach betten am Flop. Und dann am Turn würde ich dann Turn-Check callen. I guess, I mean, folden kannst du jetzt nicht, aber es wird schon ein bisschen tricky jetzt, weil über den Check-Call am Turn realisiert er halt seine ganze Equity, also all die ganzen Draws und du bist halt schon am Bluff-Catchen. Ist halt ein not so nice spot, but it's okay. Aber ich würde einfach den Flop betten. Okay. Mal sehen, was mit Table 1 passiert. Easy 3-Bet Pre, immer 3-Bet auf jeden Fall. Okay. Hättest aber am Flop. Also wenn du jetzt gedreibettet hättest, dann könntest du easy am Flop einfach potten und das Geld in die Mitte schieben. Jetzt bei diesem hohen SPR wirst du einfach nur callen. Turn Queen würde ich auf jeden Fall niemals auto-checken. Warum nicht? Weil, ja, also erstens, du hast die Nuts und zweitens, er wird halt mega oft behind checken. Er könnte easy Jack 10 haben, Jack, 10, 10, Queen Jack, also all diese Hände blockst du ja auch gar nicht. Und wollen die Hände betten? Nein. Also du checkst, weil du hoffst, er blufft oder, was ich sehr unwahrscheinlich finde, oder weil du einfach denkst, wir checken automatisch an jedem Turn, ist aber nicht der Fall, weil im Omaha, anders als im Hold'em, verändert der Turn oft die Equities für die beiden Spieler in der Hand. Also wenn du am Flop Check callst und der Turn ist eine 4, klar, checkst du Range. Weil du hast ja nur gecheckt called und der Turn hat nichts verändert. Er hat immer noch Jacks und Tens und solche Hände und du nicht. Oder nicht so oft und deswegen checkst du. Aber wenn der Turn die Nuts verändert, was heißen sollte, ein Draw kommt rein, dann kannst du auf jeden Fall diesen Draw auch sehr oft haben. Und deswegen wirst du ab und zu auch donken. Also vor allem auf diesen Low Stakes, wo die Leute nicht sehr aggressiv sind, würde ich niemals am Turn hier automatisch checken mit den Nuts, sondern du kannst sehr viel Value bekommen von verschiedensten Händen, von Sets bis Lower Straight, Two-Pair Flush Draw, solche Hände. Was bettest du denn dann da? Also ist das wie gleiche Spiel wie bei dem Turn Flush Draw eben oder Pot wieder? Oder, aus rein theoretischer Sicht würdest du überlegen, welches Sizing will meine Value Range betten. Und da könnten wir in verschiedene abstrakte Ideen abdriften, aber wenn die Idee, dass dein Sizing bestimmt wird über deine Value Range, funktioniert folgendermaßen in dem Spot. Wenn du dir sagst, wenn ich am Turn eine Straße betten möchte, aber nicht nur Ace King, sondern auch 8-9, King 9 und Ace King, also verschiedene Straßen, könnte es Sinn machen, 1/3 zu betten, weil du machst es dann schwieriger für deinen Gegner, zu wissen, was zu tun ist, wenn er zum Beispiel Two-Pair hat oder ein Flush-Draw hat oder ein Set hat oder ein Bluff hat. Also du bringst ihm eine Challenge und sagst, hey, 1/3 Pot, willst du callen oder nicht? Wenn du callst, bleibt vielleicht größer am River und so weiter. Der Vorteil ist davon auch, du riskierst nur 1/3 und wenn du geraced wirst mit 8-9 zum Beispiel, kannst du immer noch folden, easy. Ein anderer Approach wäre zu sagen, ich bette 1/3, aber bette auch ab und zu Pot. Und wenn ich Pot bette, habe ich entweder Ace King oder ein Bluff. Welche Bluffs sind möglich? Du könntest zum Beispiel King King haben. Also eine Hand wie King King 10, die am King King 10 mit einem Spade könntest du am Turn potten und am River durchpotten. Wäre eine gute Möglichkeit. Und dann Ace King wäre deine Value Range. Also beides wäre möglich. Ist nicht unbedingt mega wichtig, die Diskussion. Aber der Gedankengang, der dich dahin bringt, ist wichtiger. Die Value Range bestimmt, welches Sizing du wählst. Und deswegen könntest du hier 1/3 betten, du könntest nur Pot betten, du könntest 1/3 und Pot betten, wäre beides, also alle drei Möglichkeiten sind offen. Aber checken würde ich auf jeden Fall nicht mit der Hand gegen die meisten Spieler in deinem Playerpool. Okay. Es spielt in dem Fall auch keine Rolle, dass man gar keine Spades hat und es ist egal, wie du die
Und deine Hand ist auf jeden Fall gut genug für eine Bet. Also ja. Okay. Und dann im River würde ich auch potten. Okay, da war wieder keine Bot, aber noted. Oben links Open Race Pre auf jeden Fall. Und am Flop überlegst du dir halt wieder EV Betten Check. Und du hast ja hier 3 Straight Draw Blockers und einen Flush Draw Blocker und No Showdown Value. Also das ist die Sprache des Games. Du hast Straight Draw Blocker 3, das ist ein Syntax und Pillar Trainer. Flush Draw Blocker 1 und No Pair. Also klingt für mich nach einer klaren Bet, weil du hast viele Optionen zu barrelen, wenn du improvest oder wenn du einen Hard triffst. Und du kannst bessere Hände auf jeden Fall jetzt schon zum Folden bringen. Ja. Würde ich einfach 75% des Pottes betten. Ich hatte auf Bet, aber habe dann doch letzte Sekunde gecheckt. So ist es dieses schnelle Spielen halt einfach wieder. Oder einfach, also auch einfach studien. Wenn du die Spots studierst, dann wirst du auch, es braucht eine Zeit auf jeden Fall. Ja. Also aus dieser Footage, das Beste, was du machen kannst, ist aus dieser Footage einfach alle Spots, die im Solver anzusehen. Ja. Auch die kleinen Spots. Unten rechts zum Beispiel, Defend Pre macht Sinn, am Flop die 6, Call, finde ich gut. Deine Hand ist ein bisschen zu gut, um zu raisen. Oben links, Checkback am Flop möglich, Bet ist auch okay. Unten rechts Call macht Sinn. Oben rechts C-Bet ist auch gut. Und dann unten rechts Raised Pre, Bet Flop, Bet Turn. Am River würde ich das Value betten oder nicht? Auf jeden Fall ein bisschen close. Was ich da auf jeden Fall noten würde, also wenn du einen HUD benutzt, HUD ist nur, also wie benutze ich ein HUD? Erstens die Stats. Zweitens die Colors, also die Farben. Ich benutze verschiedene Farben, um einfach mir optisch besser darstellen zu können, welche Spieler sind am Tisch. Wenn zum Beispiel sehr tighte Spieler links von mir sind, dann will ich das sofort sehen. Also werde ich den HUD mit einem gelben Rahmen umrahmen. Und dann sehe ich immer, will ich Open Racen oder nicht. Oder wenn der Typ rechts jetzt mit Ace 4, 6 Deuce Open Raced und Bet Flop, Bet Turn spielt, dann weiß ich ja, der Typ ist komplett außer Kontrolle mit den Preflop Ranges und kann auch Turn Barrels. Also das würde ich mit einer Note oder mit einer Farbe oder mit beiden unterstreichen. Ja. Genau. Also auf jeden Fall würde ich sage das, weil also es ist ein Spiel von Informationen und du willst ein System entwickeln, wo du die Informationen nutzen kannst. Und deswegen benutze ich Stats und Farben und Notes. Und das ist einfach mein System, aber du kannst es auch anders haben. Aber du wirst auf jeden Fall Infos nutzen. Ja. Ich sehe hier selten, kaum Leute markiert, komischerweise. Ich habe hier 1, 2 Leute, aber ich wusste nicht, dass man den Rahmen hier auch, die Stats kann man auch, da habe ich jetzt in deinem Video Wenn du gesehen. rechtsklickst auf das HUD, kommt so ein Prompt Color und dann kannst du da eine Farbe. Das ist ja auch in meinem Stream, kannst du das auch sehen auf Coin, dass ich da immer einen Rahmen habe um die verschiedenen Spieler. Das ist mir letztens erst aufgefallen. Ich habe das bei Hold'em Manager damals auch machen können, aber ich wusste nicht, dass der Drive das auch hat. Weil CoinPoker, da sind dieser Note-Button ist halt so klein, diese Farbe, die um diese Name-Tags. Es ist nicht die ganze Name-Tag markiert, sondern nur ein kleiner Punkt. Man sieht es halt kaum. Ja, ist schwierig, genau. Das ist schwieriger. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du die Farben benutzt. Siehst du hier zum Beispiel, das sind die Stats. Das ist jetzt PLO 100, also ich spiele hier nicht. Aber dennoch habe ich schon in der Session, wo ich jetzt gestreamt habe ich dennoch, hier ist ein grün heißt Reg, also Regular, Orange heißt sehr needy, also schwierig Geld zu machen, egal ob Reg oder Fish. Und dann
der grüne Rahmen nochmal, um einfach nochmal für mich klarzustellen, okay, das ist ein Regular. Und die anderen sind halt jetzt noch Unknown. Blauer Button heißt Unknown, meistens Fish, einfach aber noch nicht klar, welche Tendencies. Hier haben wir, das ist, glaube ich, der Run It Twice. Nee, oder ist es ein Note? Nee, das ist eine Note. Die Farbe hier heißt Maniac, obwohl die Stats das nicht hergeben, aber vielleicht im Four-Card PLO. Aber jeder Spieler hat eine Note-Farbe, damit ich weiß, ob ich überhaupt mich hinsetzen möchte. Und jeder Spieler, mit dem ich normalerweise spiele, also nicht auf diesen Stakes, hat auch einen Rahmen, einfach um das für mich klarer zu machen. Und auch so für die Leute, die zu Hause zuschauen, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr gegen jemanden wie mich spielt, dann spielt ihr gegen jemanden, der hat Stats, der weiß, wie man die Stats benutzt. Ich habe die Farben, ich habe die Notes und ich habe das Game studiert. Und so, wenn man sich überlegt, wie viel Edge hast du in dem Spiel, das ist ein riesen Unterschied zwischen dem Recreational Player, der sich einfach hinsetzt und sagt, let's go, Poker habe ich auch schon gespielt oder ich bin gut im Pokern, versus a real professional, wo du sagst, der Typ hat alle Techniken, also alle technischen Vorteile genutzt, um das Maximum herauszuholen. Das ist, wenn du natürlich ein Profi bist und das viel Zeit, also die Mittel sind alle da, um diese Edge zu erstellen. Und auf den Stakes, wo du bist, ist es noch umso wertvoller, weil also kaum einer deiner Gegner wird sowas haben. Ja. Und deswegen kann die Edge sehr, sehr groß sein, auf jeden Fall. Ja. Ja, ich muss mich auf jeden Fall mehr befassen mit den, wie gesagt, erst seit 2 Wochen oder so, dass ich, oder 10 Tage oder irgendwie sowas, seitdem ich Trifard habe. Also wir es auch nochmal wiederholen sollten, dann habe ich auf jeden Fall mehr Markierungen. Der Prozess ist immer das Wichtigste. Also momentan an deiner Stelle, PLO 50, okay, whatever, also ob du jetzt PLO 50 spielst oder PLO 10 spielst, macht wirklich gar keinen Unterschied. Ich würde eher daran arbeiten, wie kann ich einen Prozess erstellen, wo ich zufrieden bin mit den HUD-Stats und wie ich sie benutze, den Farben, die Notes, Table Selection und meinem Review-Prozess. Also wo ich die Sessions entweder aufnehme oder im Trifard habe und einen Prozess habe, wo ich spiele, danach reviewe und ich mache Progress. Dieser Prozess muss sitzen. Und wenn er sitzt, dann also erst dann macht es so Sinn zu sagen, okay, an welche Stakes möchte ich angreifen, dann würde ich Volume reingrinden. Wenn der Prozess noch nicht da ist, dann ist die Zeit besser investiert, den Prozess ins Laufen zu bringen und auch zu optimieren, bis du an einem gewissen Level bist. Martin? Wenn es weitergeht, ich glaube, hier kann man ein paar Hände skippen, nehme ich an. 10-9 does double, fold. Okay, Ace-6 does triple. Andere gonna open 100 Big Blinds. Meine Intuition ist Call, Pre, ist nicht gut genug, um den Pot out of position so deep groß zu machen. Aber wenn jemand cold callt, wird es schon ein bisschen interessanter. Ich würde sagen, ist ein bisschen close. So, wenn die Leute, ja, es ist schon eine 3-Bet, aber wenn die Leute sehr viel callen und nie folden, dann würde ich vielleicht sogar flatten. Jetzt geht das Geld das ist auch ein Riesenfehler, was ich halt sehr, sehr oft mache, dass ich Asse zum Beispiel kaum calle. Mit Big Blind hier und da mal irgendwie so Ass 6-2 oder 5-3 oder also diese ganz schlechten Asse. Aber wenn ich im Small Blind bin oder alle anderen Positionen, dann tendiere ich halt einfach immer zu potten irgendwie. Also kaum. Und ich bringe mich auf in Schwierigkeiten Postflop mit den oder habe, beziehungsweise jetzt gehe ich da vom Gas, aber das hat mich am Anfang auf jeden Fall mega in Schwierigkeiten gebracht. Mal sehen, was der Typ hat. Okay. Unlucky. Okay, oben links Call, easy. Im Flop würde ich kurz anhalten. So, 8-6 Deuce.
Ja, also erstens, wenn du Drei-Way bist, würde ich nie automatisch checken. Außer das Board ist so schlecht für den Big Blind, wie zum Beispiel Ace, King, Queen oder Ace, King, 5 oder sowas. Aber wenn das Board 8-6 Deuce ist, dann würde ich mir immer überlegen, möchte ich gerne leaden, weil Equity Denial, die Leute zum Folden zu bringen, hier spielst du gegen 8 Karten, hat sehr viel EV, ist sehr viel wert. Aber ich würde sagen, deine Hand ist ein bisschen zu schwach, um anfangen, den Pot zu bilden. Deswegen würde ich auch checken, aber nicht halt instant, sondern mir überlegen, lohnt sich eine Bet oder nicht. Mit einem Diamond hier vielleicht noch, würde das mehr Unterschied machen oder weniger Unterschied machen? Also Also 2 Backdoor. Diamond würde ich so interpretieren, dass ich sagen würde, da würde mir Check sogar noch besser gefallen, weil du könntest dann jemanden Backdoor dominaten mit den Diamonds, der vielleicht am Flop folden würde. Macht Sinn. So das Ding ist, wenn ein Diamond am Flop ist hier, also anstatt. Also beides halt, meine ich. Also Spade und Diamond. Also Rainbow Board, aber mit einem Diamond und. Ja, das wäre ein komplett anderes Board. Nehmen wir mal an, es wären 2 Clubs und 1 Diamond. Dann, der Grund, warum ich nicht betten möchte, ist, weil wenn du gepusht wirst, ist deine Equity zu low. Und wenn du Backdoor Diamonds hast, ändert sich das nicht großartig. Und zusätzlich, wie gesagt, wenn dein Gegner auch Backdoor Diamonds hast du noch die Option, den zu coolern, was nicht passieren würde, weil er vielleicht im Flop folden wird. Aber Two-Toned, also Flush-Draw-Boards in Omaha ist ein Riesendeal. Wenn du selber keine Flush-Draw hast, ist es Big Trouble. Vor allem mit solcher marginalen Hand, wie du jetzt hast. Mhm. Also einfach check am Flop, mal sehen, was da passiert. Und dann oben rechts 10, 10, 10. Gegen Cut-Off Open. Mal sehen. Large C-Bet, Table 1. Call seems okay. Am Turn würde ich potten oben links. So, das Ding ist mit oben links ist, der Typ blufft nicht. Oder? Weil er hat ja am Flop gegen 2 Leute groß gebettet. Mhm. Also der hat keinen Bluff, sondern er hat eine Hand, mit der er am Flop zufrieden war. Und er ist ja ziemlich short. Das heißt, er will offstacken. Am Turn kommt Ace of Spades. Viele seiner Hände sind jetzt weitaus schwächer geworden. Nehmen wir mal an, er hat zum Beispiel Kings in Clubs. Shitty Turn. Queens in Clubs. Oder Straight Draw, Flush Draw am Flop mit Clubs. Shitty Turn. So, ich würde am Turn einfach potten, weil du hast jetzt sehr, sehr wahrscheinlich die beste Hand und es könnte gut sein, dass er mit seinen Händen, wie zum Beispiel Kings in Clubs, einfach zurückcheckt. Ja. GTO wäre es schon ein Check, aber ich denke, es ist mehr EV am Turn zu donken für Full Pot. Das werde ich mir irgendwie auch versuchen, jetzt irgendwie in den nächsten Sessions so ein bisschen zur Hausaufgabe zu machen, so ein bisschen mehr, weil Donken besteht gar nicht, glaube ich, in meinen wie sagt man, in meinen Tools halt einfach, dass ich in so einem Spot halt einfach mal auf einmal turn donke. Das passiert super, super selten. Ja, einfach Push. Okay. Er hat halt einen mega Fehler gemacht und am Turn gebettet, aber kann auch gut sein, dass du auf einen Spieler triffst, der dann nur checkt. Unten rechts Top Set, möglicher Donk, möglicher Check. Hier würde ich unten, also Auto-Check ist es nie, aber ich würde unten rechts darauf achten, wie aggressiv deine Spieler sind. Wenn die genug aggressiv sind, dann würde ich checken und wenn die sehr passiv sind, kann nicht Regular sein, kann aber auch ein Passive Fish sein. Wenn solche Leute in der Hand sind, würde ich einfach donken am Flop, anstatt den Check Raise zu nehmen. Okay. Und klar, jetzt Check Raise am Flop. Die Hand habe ich heute als Reel gepostet. Social Media, ich muss zu Reels posten. Mhm. Also streamst du auch die Sessions oder zwischendurch mal einmal, zweimal, weil wenn es irgendwie mit den Kindern passt, wenn die gerade in der Schule sind und meine Frau zur Schule bringt. Heute Morgen war ich mit denen in der Schule, also Kindergarten.
Wenn das halt passt und niemand zu Hause ist und keine Geräusche im Hintergrund sind, dann versuche ich zu streamen. Ich versuche halt eigentlich eine Marke aufzubauen, weil ich meine YouTube-Channel ja 2015 schon aufgebaut hatte damals und also ich habe das Potenzial halt da, um eine eigene Marke aufzubauen, nur weiß ich noch nicht genau, welchen Bereich ich gehen möchte. Ich bin noch nicht gut genug, um irgendwie Coachings anzubieten oder was auch immer und denke mir dadurch halt auch Streams machen vielleicht keinen Sinn, weil ich bin ja selbst noch am Studien und sehen wir jetzt gerade, dass ich noch viel improven kann und so. Und also ich möchte nicht daraus viel streamen und viel publizieren, wenn ich selbst noch nicht 100% fit bin in dem Game, weißt du? Also streamen und Content produzieren wird es auf jeden Fall weitaus schwieriger machen, besser zu werden. Ja. Weil es ein ganz anderes Feld von Aktivität. Ja. Ja, ich würde es niemals regelmäßig machen können, also allein schon wegen meinem Haushalt und so weiter. Aber zwischendurch, um einfach nur ein bisschen Content zu kreieren, um ein neues Video zu haben oder um nur mal Hi zu sagen, Viewern irgendwie. Aber mein Main-Content-Bereich waren immer Vlogs. Ja. Und es wird wahrscheinlich so bleiben. Ja. Okay, mal sehen. Ich denke, wir können noch ein paar Hände reinbekommen. Ja, ich richte mich total nach dir. Also unten rechts Easy Call, oben rechts Easy Open. King, Queen, Queen, Jack. Am Flop. Ja, aber das sind die Fehler, die ich halt mache. Ich denke nie darüber nach, wie meine Hand und mit dem Board aussieht. Ich denke immer so, das ist auch nur minimal von No Limit Hold'em abgeleitet. So, ich war nicht Preflop-Aggressor, also hat er wahrscheinlich. Also, Aber du bist ja in Position. Ja, total Quatsch. Also, ich glaube. Check oder Bet ist okay. Ich denke, dass du genug Blocker und Equity hast, um einfach zu betten. Du kannst auch im Flop zum Beispiel nur ein Drittel betten. Ja. Aber ich meine, Check ist nicht super kriminell schlecht oder so, aber ich würde eher betten am Flop. Okay. Würde es jemals reingehen hier im Flop? Also nicht Three-Way, aber Heads-Up würde ich, also wenn du bettest, kannst du für 100 Big Blinds kannst du nicht folden, aber gegen den 150 Big Blind Stack würde ich auch nicht offstacken. Also wenn du bettest und der erste Spieler, der grüne Spieler, Check Raised Pot, dann bräuchtest du wahrscheinlich so 44% Equity und die würde ich dir nicht geben. Nicht geben, mal überlegen. Ich denke, die würde ich dir nicht geben. So deep. Am Turn, was passiert denn am Turn? Irgendwie hatte ich da Okay, check. Jetzt Betted Turn. Macht Sinn, ja. Interessant. Er pottet den River. And Rip Call. Okay. Also auch da wieder, zum Beispiel am Flop würdest du vielleicht seine Hand zum Pfoten bekommen. Aber auf jeden Fall, der andere Spieler hat auch einen Tag verdient. Queen 5-6-3 Double. Ability to lose pre. Wir haben ja in der ersten Episode darüber gesprochen, wie wichtig Table Selection ist. Und du willst auf jeden Fall wissen, welche Spieler haben klare Leaks, weil die Winrate oder die Loss Rate dieser Spieler ist so viel höher als von einem schlechten Regular. Und das ist ausschlaggebend bei dem hohen Rake. Deswegen musst du unbedingt Spieler mit solchen Showdowns markieren. Ja. Okay. Die Hand würde ich openen. Queen 987, Low Suit
im Cutoff. Mhm. Queen Jack 8-7 Double. Das ist der Loser-Spieler von davor. Ja, hier am Flop würde ich auf jeden Fall checken, weil bei der Hand überlege ich mir, wie viel ist eigentlich die Hand wert? Und ich will nicht meinen ganzen Stack da reinschieben, weil es ist ziemlich easy, mit der Hand ziemlich tot zu sein. Wenn dein Gegner Ace Queen of Diamonds hat, dann bist du fast tot. Ja. Wenn dein Gegner sogar King High Diamonds oder wenn du gepusht wirst von einem Set, ich meine, es gibt, oder wenn du gegen beide, auch wenn beide nur callen am Flop. Ich sehe die Hand am Flop und denke mir, ich will hier keinen Riesenpot spielen. So, nice Check, mal sehen, wie die Leute spielen. Vielleicht kann ich jemanden zu einer Bet bewegen oder vielleicht am Turn of the River Value betten, wenn der Pot noch klein bleibt. Nehmen wir mal an, es geht Check, Check, Check am Flop. Turn kommt Diamond, ich checke nochmal und dann am River, wenn vielleicht ein paar Straights completed sind, würde ich eine kleine Bet machen, um von der Straße gecallt zu werden. Aber am Flop will ich auf jeden Fall keinen Pot bilden. Macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Das sieht im ersten Moment immer so sexy aus, wenn man einen Top-Pair und einen Flush-Draw hat. Aber in No Limit Hold'em ist das halt einfach die Nuts. Fast immer. Und aber bei Omaha es sieht für mich immer in meinem No Limit Brain halt einfach so sexy aus, aber wenn man drüber nachdenkt, das ist nicht so stark. Der einfachste Reminder wäre, sich zu überlegen, was ist das beste Setup und was ist das schlechteste Setup. Also Setup soll heißen, welche Hand wird dich pushen, wo es sehr gut für dich ist und wie schlecht kann es sein. Und in dem Spot gibt es keine Hand, wo es wirklich gut für dich ist. Es gibt keine Hand, wo jemand alles reinschiebt und du sagst, perfect, dominated, crushed, 70% Equity, let's go. Es gibt keine Hand. Aber es gibt sehr viele Hände, wo du nicht tot bist, aber sehr close. Sogar wenn er Queens hat, bist du nur mit dem Flush Draw dabei und einem Gutshot. Wenn er aber was Besseres hat, was dich besser dominiert, wie zum Beispiel King Queen of Diamonds, Ace Queen of Diamonds, dann bist du bei 28% und lower. Und es gibt sehr viele solche Combinations. Also Worst Case, Best Case Scenario ist immer eine gute Frage, vor allem bei hohem SPR, also High Stack to Pot Ratio. Wenn du dich entscheiden musst, will ich den Pot bilden, groß machen, Worst Case versus Best Case. Okay. Ja, macht auf jeden Fall. Das hilft. Mal sehen, was da passiert. Hoffentlich wirst du nicht geraced. Call die 4. Ja, am Turn würde ich mir auf jeden Fall überlegen, okay, es gibt bessere Flush Draws, es gibt bessere Queen X-Hände, ich will auf jeden Fall betten. Muss nicht unbedingt mega groß betten. Finde ich gut, weil deine Value Range könnte auch Aces oder Kings sein. Deswegen polarisieren wir am Turn nicht so groß und können auch das Half-Pot-Sizing nehmen. Anders ist beim Flush. Beim Flush war es Nuts or Nothing. An dem Turn war es, du könntest ein Boat haben, aber du könntest auch Aces oder Kings haben oder die Hand, die du hattest. Ace 9-9 Deuce wäre ich wahrscheinlich nicht in der Hand. Ich nehme einmal an, du hast geopen raised, ist auch zu loose, aber im EV, also EV-mäßig im Solver wäre es nicht ein huge Deal, aber an einem losen Tisch ist es ein bisschen größer. Den unten links Easy 3-Bet. Beziehungsweise bin mir gar nicht so sicher mit der 7. Ich würde es 3-betten, aber spiele ab und zu ein bisschen zu loose in den Spots. Du kannst ruhig laufen lassen. Ich schaue mir das kurz an. Flop check through. Am Turn überlege ich mir, was ist mein EV-Check versus Bet? Also EV-Check ist tot, fast. Also du wirst, wenn du checkst, verlieren. Also überlege ich mir, okay, wenn ich am Turn Half-Pot bette, dann müssen meine Gegner zusammen 75% der Range defenden.
machen sie das oder nicht? Wenn sie jetzt zusammen 50% folden, nehmen wir mal an. Ich meine, der In-Position-Player hat gecheckt am Flop. Dann printest du halt. Nehmen wir mal an, die Fold-Equity, die du hast, ist 50% am Turn. Weil der In-Position-Player foldet vielleicht 75% der Zeit und der andere Spieler foldet vielleicht, keine Ahnung, 60% der Zeit oder sowas. Aber im Endeffekt folden sie zusammen 50% der Zeit. Dann wäre der EV, der Bet, so viel höher als Check, weil Check ist halt, ich meine, also einfach um da auch für die Leute zu erklären, mein Kopf geht sofort dahin, Check ist tot, also Zero EV, deswegen muss Bet nicht so funktionieren, weil wir versuchen ja die zwei Optionen gegenüberzustellen und zu sagen, was ist besser, und wir wissen, Check ist Zero und Bet könnte deswegen relativ einfach besser sein, wenn wir genug Fold Equity haben. Deine Blocker sind nicht optimal, aber der Spot ist ziemlich sweet, weil In Position hat zurückgecheckt und der Turn hat nichts verändert. Also In Position hätte eine Straße oder ein Set wahrscheinlich schon gebettet. Ja. Macht Sinn. Mal sehen, was da kommt jetzt. Jetzt Delay C-Bet. Auch in diesen Spots im Check Race. Ich meine, du hast absolut nichts, aber wahrscheinlich werden die Leute overfolden. Der Queen Jack 10-7 Double ist auch ein 3-Bet und die EV Difference in dem Spot wäre ungefähr 20 Big Blinds pro 100. Also auch ein 3-Bet-Spot misst. Aber wie gesagt, wenn man die Stats sich ansehen würde, dann würde man das relativ schnell erkennen. Ja. Lass uns noch eine Hand ansehen hier und dann machen wir ein Resümee. So sagen wir es in der Schweiz. In French. Zwei gute Hände hier. Aces, Tri-Suited. Ich meine, out of position, sure. Wenn du out of position bist und du hast Tri-Suited Aces, ich meine, du willst nicht super aggro sein, aber die Sidecuts sind immer noch gut. Potten würde ich nicht, kann ich kurz erklären, aber unten links, mal sehen. Geh nochmal auf die Aces-Hand zurück. Um da eine Idee zu bekommen. Ich gehe kurz da in den Trainer rein. Und zwar will ich sehen, wenn wir deep sind. In dem Spot warst du ja 150 Big Blinds deep, oder? Ja. So, ich habe jetzt hier eine Non-Anti-Sim für 150. Wir haben Ace, Ace, King 7. Ich denke, es ist trotzdem eine 3-Bet. Ne, ist eine Call sogar. Wäre eine Call, 28 Big Blinds Difference. Und wenn ich jetzt das verändern würde und sage, 100 Big Blinds in der gleichen Note, also hier. Macht das jetzt keinen Unterschied, ob das ein Anti-Game ist oder nicht? Macht einen kleinen Unterschied Pre-Flop, aber wir haben die genaue Sim nicht. Okay. Und hier 3-Bet ist du, EV Difference ist 20. Also so würde ich kurz, wenn ich deine Hand reviewen würde, dann würde ich kurz diesen Vergleich machen. 150 versus 100. Meine Intuition war, mit 150 wird es schwierig mit Tri-Suited und mit 100 Big Blinds ist es klar. Und dann am Flop bist du jetzt in dem Falle 150 Big Blinds deep. 3-Bet Pot, 150, 3-Bet Pot vom Big Blind. Haben wir nur versus Small Blind? Ist das real? Okay, 200 Big Blinds. Was stimmt hier nicht? 6 Max 1-on-1. Jetzt mal sehen, was wir hier haben. 150 Big Blinds. Big Blind, Small Blind. Mark your selection. Genau. Button. Small Blind. Okay, jetzt haben wir es geschafft. So. Dann wirst du sehen, was ist das Board? 873? Das ist hier, also der ist im Cutoff, der Kollege. Ja, ich glaube, ich bin jetzt nicht sicher, ob wir die Cut-Off-Sim haben. Mal sehen. Ach so. Vielleicht nicht. Also genau, als Simplifizierung nehmen wir einfach diese Position. Was du hier sehen wirst auf 873 bei 150 Big Blinds ist, dass wir hier keine Pot-Size-Bet haben. Wir haben nur eine kleinere Bet. Und der Grund, wie gesagt, wenn du anfängst,
damit zu arbeiten, dann wirst du plötzlich merken, holy shit, warum haben wir hier eine andere Bettstruktur als 100 Big Blinds Deep? Um das kurz zu vergleichen, ich lade hier den gleichen Spot nochmal, aber jetzt machen wir 100 Big Blinds. Also 100 Big Blinds Button versus Small Blind. Und wir nehmen nochmal das Board. Auf 100 Big Blinds wirst du Pot und Half Pot sehen. Hier. Oh, 8-7 Two-Toned. 8-7-3 Two-Toned. 8-7-3 Two-Toned. So, das ist 150 Big Blinds Deep. Wir betten 3/4. Die Seabed Frequency ist 46%. Hier haben wir jetzt 100 Big Blinds Deep und wir betten Half Pot, Full Pot. Ist also eine Möglichkeit. Und die Idee ist quasi, je deeper du bist, umso weniger oft kannst du sie betten, weil du musst ja out of position spielen. Und die Folge davon ist, dass deine Bets polarisierender werden. Also du hast bessere Hände, die betten, vor allem die Value-Hände, die auch am Turn Playability haben, River Playability haben. Und deswegen schadet es dir nicht, auch kleiner zu betten. Ist vielleicht ein bisschen Advanced Concept, aber wie gesagt, du wirst dann darüber shoppern und merken, warum betten wir eigentlich kleiner und so weiter. In dem Falle hast du ja Ace, Ace, King 7 Tri-Suited und ich würde mir dann überlegen, okay, will ich checken oder betten? Das Problem mit einer Check ist, du blockst 3 Clubs und die 7, weil wenn du checkst, willst du, dass er bettet und du kannst dann Check, Raise, All-In spielen, wäre ziemlich nice. Wenn du bettest und er callt, gibt es ein paar Turns, die ziemlich dicey sind, wie zum Beispiel 6, 10, 9, Jack, sind alle ein bisschen schwierig zu spielen. Ich denke, dass das Problem mit deiner Hand ist für Check, dass er zu oft zurückchecken wird, weil du 3 Clubs und eine 7 hast. Deswegen denke ich, Bet ist okay. Mal sehen, ob die Hand hier drin ist oder nicht. Also hier haben wir Diamond, Diamond, Diamond. Okay. Hello. Einen Moment. Diamond, Diamond, Diamond. Ist nicht drin. Also 2 Diamonds. Ja. 2 Diamonds will betten. Und dann, wann würden wir Check raisen, anstatt zu betten? Mal sehen. Nehmen wir an, wir machen Bet, Check. Check, Bet. Und jetzt schaue ich mir an, welche Aces mit Diamonds will ich Check raisen. Und das haben wir hier. Ace, Ace, 9, 8, 6, 5. Ein paar sehr, sehr gute Hände. Ace, Ace, 7, 4. Wir haben schon ein paar Aces, aber vor allem die Hände hier, denke ich, machen am meisten Sinn. So Ace, Ace, King 6, Ace, Ace, Queen 9, wo wir die Pairs nicht so blocken und vielleicht ein bisschen weniger Playability haben. Ace, Ace, 9, Deuce, wo wenn du gecallt wirst, ist es halt wirklich nicht so nice, den Turn zu spielen, also willst du Check raisen. Aber ich denke, deine Hand ist eine Bet. So würde ich quasi in dem Rahmen, würde ich die Hand, die du da gespielt hast, analysieren. Preflop, wir vergleichen 100 Big Blinds mit 150. Postflop, Bet Sizing, aha, kleiner. Und Check Raise versus Bet. Was sind die Patterns? Und in dem Falle ist Bet besser. So, wenn du, je versierter du bist mit dem Tool, umso schneller kommst du zu dieser Conclusion, wie ich es gerade gemacht habe. Aber am Anfang wird es natürlich länger dauern, bis du da ein schlüssiges Resultat daraus ziehen kannst als ein Improvement. Und die meisten Leute sagen auch, ich weiß nicht, wie ich improven soll und so weiter. Das ist wie jemand, der sagt, ich weiß nicht, was ich im Gym machen soll. Ja, wenn er nie da war. Ja, logisch weißt du es nicht. Logisch wird die erste Session im Gym mühselig, weil du weißt nicht, was du tust. Und du kannst vielleicht nur das Laufband benutzen. Und dann mit der Zeit merkst du, da ist noch ein anderes Gerät und dies und das und du machst Erfahrungswerte. Und dann nach einem Monat, 2 Monaten, nach einem Jahr kommst du rein und machst zack, zack, alles flüssig, alles macht Spaß, du kommst schnell in die Gänge, du weißt, wo du dich steigern kannst, was du trainieren möchtest. Heute ist so, morgen ist das. Also mit der Zeit macht es mehr Spaß, weil das Ganze flüssiger ist. Und am Anfang bist du ein bisschen im Lehm. So, also die Räder. Wir stecken noch fest ein bisschen. Ja, genau, das ist ganz normal, aber es ist kein Grund, nicht zu starten. So wie im Gym. Ich weiß nicht, was ich tun soll. So what? Go, figure it out. Und dann mit der Zeit geht es schneller und schneller. Und wenn ich jetzt Improvement mache bei meiner Session oder bei deiner Session, zack, 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 zack,
aha, alles klar, das ist ein Call, Pre-Flop, das ist eine Bet am Flop und so weiter. Es geht super schnell, aber es braucht Zeit. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also so viel Zeit habe ich, um ehrlich zu sein, nicht, aber ich weiß schon, dass man das von heute auf morgen ein Sixpack haben kann. Und so ist es beim Pokern ja leider auch. Vor allem, wenn man zum neuen Spiel, also im Aria No Limit Hold'em weiß ich, dass ich da, wenn ich hingehe, dass ich Geld mache. Weiß ich anhand von meinem Graphen von all den Jahren und so aber hier ich bin noch auf dünnem Eis. Ich meine, es läuft ganz solide, ganz okay, ich beschwere mich nicht, aber es kann noch viel, viel, viel besser werden und ich habe noch viel, viel mehr dazu zu lernen, obviously. Ja. Mal sehen, wie die Hände ausgehen. Hier unten rechts hast du gepottet, erfoldet, unten links. Unten links, also der Player, der dich cold callt, ist im Cutoff. Und wenn du das jetzt ins Verhältnis bringst mit Hold'em, im Hold'em auf den meisten Stakes wird er nicht gecold called, sondern gedreibettet oder gefoldet. Aber das gibt dir schon eine Idee, dass Cold Calling an sich ist eine sehr definierte Range. Und das führt dazu, dass wenn du gecold called wirst und du bist out of position, dass du oft checken wirst. Weil dein Gegner hat viele Kings und klar, du hast auch Aces und so, aber du bist out of position und eure Ranges sind nicht so unterschiedlich. Wenn du in Position bist gegen den Big Blind, ist es anders. Du bist erstens in Position und zweitens hast du die viel stärkere Range. Deswegen, wenn du Jack 5-5 ansiehst, dann weiß ich, okay, mein Gegner hat Kings, hat Queens, hat gute Jacks, hat ab und zu eine 5. Klar, ich habe auch zum Teil solche Hände, aber du fängst schon mit einem polarisierteren Gedanken an. Weil wenn du jetzt hier klein bettest und dein Gegner spielt eine reasonable Range Preflop, hast du nicht viel erreicht, weil er callt alle Kings und Queens und bessere Jacks. So what is the point? Willst du ihn am Turn bluffen oder was ist der Gameplan? Wenn du gegen den Big Blind spielst, der Unterschied ist, er hat viele Autofolds, weil der Big Blind hat viel Trash. Aber in dem Fall optimal. Vielleicht ist es ein Riesenfisch, der spielt 80% der Hände. Also der Pat sagt 30, aber jetzt rein einfach nur theoretisch gesehen, wenn du in Position gecold-called wirst du sehr oft checken und einen polarisierteren Gedanken haben mit deiner Strategie. Also hier zum Beispiel mit der Hand würde ich vielleicht eher checken, weil what is the point? I mean, you have pretty good hand, let's try to get the showdown. Okay. Da ist in meinem Kopf halt immer, ich sehe die 2 Farben da und dass ich noch Backdoor Flush Draw habe und so weiter. Dass ich einen Pot bilden möchte irgendwie, dass ich irgendwie, wenn ich meine Outs treffe, dass ich nochmal barren kann. Und ja, tu das, wenn du die 2 Farben hast, aber ohne Top Pair. Dann, okay. Weil dann ist der Check Low EV und in dem Fall, wo du jetzt bist, Check ist pretty nice. Check, okay, jetzt verstehe ich. Ja. Showdown, ich kann einen guten Teil des Pots gewinnen über die Checkline. No reason to bluff. Jetzt verstehe ich. Ja, okay, macht Sinn. Mal sehen, was dabei rumkommt. Hier ist die Bet. Und jetzt wird es tricky. Okay. Gegner raise dich. Und da würde ich, also Snapcall würde ich auf jeden Fall nicht, weil das Ding mit dem Snapcall ist, dass du dich ein bisschen in die Position bewegst von auf Englisch würde ich sagen, you are on his mercy. So, du nimmst die passive Position ein und sagst, okay, let's hope he gives up. Weil wenn er jetzt am Turn groß bettet, what are you gonna do? Aber du hast am Flop einen powerful Blocker, den Jack. Und je nachdem, was das für ein Spieler ist, würde ich mir am Flop überlegen, will der Typ for Stacks spielen, wenn er eine 5 hat? Also erstens, vielleicht blufft er und jetzt am Flop die Hand, der zu gewinnen hat, schon mal Value, weil ich will ja nicht unbedingt den Turn callen. Und zweitens, wenn er callt mit einer 5, hast du viele Backdoors, die du am Turn pushen kannst und eine 5 von die ultimative Entscheidung fällen. Also wenn der Turn der 9 Hearts ist und du hast den Flop gedreibettet und den Turn gepusht, how nice is it for a 5?
So, du repräsentierst Jacks. Und wie viele Leute bluffen in dem Spot? Also ich würde einfach sagen, der Flop Call versus Raise ist profitabel, würde ich sagen, weil du hast die Backdoors und er repräsentiert eine sehr dünne Range. Aber es ist auch eine Möglichkeit, seine Hand in den Bluff zu turnen und zu sagen, let's play for stacks. Es ist vor allem dann gut, wenn dein Gegner ein Regular ist und vielleicht in Situationen, wo du ein bisschen deeper bist und wo dein Image stimmt. Also zum Beispiel Rack versus Rack, Typ ist ein bisschen tight, könnte auf jeden Fall interessant sein. Ja. Ja, dass man da zumindest drüber nachdenkt, Ja. zu raisen und nicht direkt Snap callt, ja. Auf jeden Fall. Mal sehen, was da passiert. Weil am Turn bist du jetzt on his mercy und am Turn würde ich jetzt an dem Turn einfach folden. Ja, genau. Auch ein Fold Pre-Flop. Dumb. Ja, Queen, Queen, Jack, 5, Tri-Suited. Du blockst nicht die 3-Betting-Range, du kannst keine 3-Bet callen. Multi-Way, pretty trashy. Kurz die Zahlen dazu. Coin Poker. Aber siehst du hier auch wieder, ich glaube, das sind so die Hände, die ich mit reinnehme, weil ich denke, ich bin zu tight vielleicht. Wenn ich zum Beispiel alle am Tisch angucke, die haben alle fast einen 30er VPIP, weißt du? Und ich lande immer irgendwie auf 20 oder 22, irgendwie 21, manchmal 25 so, aber ich kann dir kurz meinen VPIP sagen und ich folte die Hand immer. Also die EV-Difference hier ist jetzt nur 7, also 7 Bitcoins per 100, aber ich würde sagen, an dem Tisch, wo die Leute nicht so viel folden, ist es nicht so nice mit der Hand zu open raisen. Ich werde kurz meine Stats auf, sagen wir mal, 5 bis 7 Spieler reduzieren auf Coin. Ich bin kurz Tripod am Laden, um eine Idee zu bekommen, wo. Also dein Game würde ich spielen wahrscheinlich auch mit einem 30er VPIP, bis 700, vielleicht 28. Pre-Flop. 28 hast du gesagt oder vielleicht nur 20? 28. Okay. Ich schau mal kurz nach hier. Also, was haben wir? Wenn ich hier auf 5 bis 7 Spieler gehe, mal sehen, was da rumkommt. Ja, 28,7. Was habe ich da? 28,7. Nee, Moment. VPIP. 29,4. Genau. Und ich spiele gegen Spieler, die tougher sind Post-Flop. Und ich kann mir nicht so viel erlauben, Pre-Flop, also im Sinne vom Open Race. Ich bin trotzdem bei 29 und ich würde die Hand halt immer folden. Das zeigt mir eigentlich, dass wenn du bei dem VPIP landest, den du angibst, dann würde ich sagen, dass du einfach die falschen Hände raised. Aber du könntest easy auch auf die 29 kommen, einfach mit anderen Händen, mit den richtigen Händen sozusagen. Vielleicht zum Beispiel Open Race to a Button viel zu tight oder defendest den Big Blind zu tight, aber raised dann in Early Position zu loose. Ja. Aber die Fehler, so Pre-Flop-Mistakes, sind so die uninteressantesten für eine Coaching-Session, weil du kannst die alle selber ausmerzen mit eigenem Effort. Und konzeptionelle Ideen, wie zum Beispiel Post-Flop-Ideen, so Big-Picture-IDs, die sind am besten für Coaching, weil die sind am schwierigsten selber zu identifizieren. Ja. Ja, das war schon mega hilfreich. Vieles hört man auch so in Videos und so weiter, dass man über Blocker nachdenkt und so, also Dinge, aber wenn man selber eine Session reviewt, eine eigen gespielte Session reviewt und das jetzt so nochmal wieder gesagt bekommt, das hilft nochmal enorm. Also als wenn man halt einfach nur so stumm irgendwelche Videos sich anschaut oder Kurse oder also für mich war Coaching immer am allerbesten, habe ich immer am allermeisten gelernt, so Privatstunden und so. Und was du mir jetzt schon aufgezählt hast in dieser kurzen Zeit. Ich habe eine Stunde gefilmt, aber in einer halben Stunde schon so viele Fehler gemacht. Das war auf jeden Fall schon mega hilfreich. Ja, ich denke, du hast mal die ersten Ansätze. Ich glaube, du kannst extrem viel verbessern und erreichen, einfach über eigenen Effort. Der Weg ist pretty simple und straightforward. PLO Trainer, PLO Trainer, PLO Trainer, PLO Trainer. Schau dir die eigenen Hände an, trainiere mehr mit PLO Trainer, um diese Pre-Flop-Mistakes auszumerzen. Und Post-Flop, alles, was mit Post-Flop zusammenhängt, immer konzeptionell angehen. Das heißt, du gehst zu einem Flop und überlegst dir, welches Bet-Sizing ist korrekt.
dann vergleichst du deine Idee mit Peer Trainer. Wenn es Diskrepanzen gibt, warum? Was ist das Konzept? Wenn es darum geht, herauszufinden, ist meine Hand eine Bad oder eine Check, da ist ein Konzept dahinter. Wenn das Konzept unklar ist oder die Sprache dahinter, da wird praktisch kein Video auf YouTube weiterhelfen, sondern nur im Mastermind, weil alle Coaches sprechen die gleiche Sprache. Und über diese Coaching-Videos, die halt viel informationsdichter sind und nicht geeignet sind für YouTube, für eine weite Audience, wirst du anfangen, die Sprache zu adapten und merken, okay, Top Pair Blocker, Straight Up Blocker 2, BDFD, probably a C-Bet oder hier 150 Big Blinds 3-Bet Pot. Wir betten nur 75 oder Check. Warum? Check Raise mit Pair Blocker Tri-Suited. So das wird immer gängiger mit der Zeit dann. Und dann merkst du, okay, das sind die Patterns. Und wir haben ja gestern über das Tal der Resignation gesprochen. Du siehst jetzt so einen Berg, genauso wie jeder, der ein neues Topic angeht. Und ich würde einfach den Berg vergessen. Und wenn du morgen dich ransetzt, dann würde ich einfach überlegen, was ist der erste Schritt, um nach vorne zu kommen. Und es hat alles mit Peer Trainer und richtigem Coaching zu tun. Was auf YouTube passiert, so Entertainment, whatever, ist halt so die Spitze des Eisbergs, aber du willst da nach unten kommen. Und der Ball liegt auf jeden Fall bei dir. Wenn du ein paar gute Stunden da rein investiert hast und in der Zukunft Monat, 2 Monaten du mal deine Daten rüberschicken willst, also Datenbank, um mal eine Idee zu bekommen, wo du momentan stehst, können wir gerne da mal reinsehen und sehen, wo stehst du da, gab es ein paar Verbesserungen, wo sollte man als nächstes arbeiten. Also gerne. Ich mache auch das Gleiche im Mastermind, also ich kann das kurz mal hier zeigen. Ich würde das unbedingt anraten. Und zwar dieses Video. Einen Moment. Also zum Teil reviewe ich die Datenbanken von Usern und zeige auch den Prozess dahinter, damit auch die Leute das selber machen können, also für sich selber. Also hier mal sehen, ob wir das mal finden. Keine Ahnung, warum der Filter hier. Einen Moment. Was ist das für ein Bug? Obwohl das auch ein interessantes Video, aber ich versuche was anderes zu finden. Keine Ahnung, was das Problem gerade ist. Ist es mein Account? Ich denke nicht. Mal kurz einen Reload machen. Zum Beispiel hier. Jetzt muss ich kurz den Bildschirm anders teilen. Einfach um eine Idee zu geben. Das ist ein Notion-File, das ich kreiert habe. Das ist auch Teil des Masterminds. Und hier zeige ich alle Stats, wie zum Beispiel die besten Spieler der Welt spielen diese Strategie. 28, 26, 4. Sorry, das ist GTO. Das ist die besten Spieler der Welt. Das sind die Regulars auf den Stakes. 10, 20, 25, 50. So open racen die aus verschiedenen Positionen. Das ist GTO. Und die Observations von mir unten beschrieben. Das gleiche wie Big Blind Verhalten, Re-Steal und so weiter. Und wenn du die Stats von dir selber hast, wie zum Beispiel Fold, Big Blind versus Small Blind Steal, wo stehe ich da momentan? GTO 18,5, Regulars, Crushers und so weiter. Du siehst ja auch die Regulars, die Crushers, die sind auch akkurat, also die sind nicht irgendwie left and right, sondern die sind schon in einer guten Range. Dann bekommst du ein Gefühl dafür, wo sind deine Leaks und wo ist noch der Unterschied und was rauszuholen. Ich habe ein Video im Mastermind, keine Ahnung, warum es bei mir nicht lädt, korrekt. Ich habe ein Video im Mastermind und da beschreibe ich, wie ich User coache und wie ich im DriveHut genau DriveHut so ausrichte, dass die Reports und die Stats sich so zeigen, wie sie in die Excel-Datenbank oder in die Excel-Datei gehören. Also ich habe ein Google Sheets-File,
In dem Google Sheets-File steht zum Beispiel VPIP. Und das musst du dann ausfüllen. Und die Stats findest du ja im Drive hat. Und dann kannst du in dem Google Sheets-File deine Stats mit den Recommendations sehen. Seabed Frequency, Single Rest Pod and Position, deine Stat und der Vergleich oder die Recommendation. Und das sind ungefähr 200 Stats, die du easy aus DriveHut herausziehen kannst und in das Excel-File reintransportieren kannst. Und dann siehst du super easy, wo deine aktuellen Leaks sind und wo du daran arbeiten musst. Ist weitaus schneller, obwohl es eine gewisse Lernkurve gibt, so zu improven, anstatt dass du jetzt die Session reviewst und jede einzelne Hand dir ansiehst, weil das Problem damit ist, wir haben hier komplett verschiedene Spots. 3-Bed-Pod, Open Race, Big Bend Defend, Guide, Donk Bed, Flop, Turn, River Strategy, all over the place. Was du machen möchtest, ist, du möchtest dich eigentlich konzentrieren und sagen, hey, MP-RFI ist ein Problem bei mir. Ich mache eine Improvement-Session nur dafür. 3-Bed-Pods auf A-Side-Boards, ich mache eine Improvement-Session nur dafür. Also das Isolieren. Und dahin kommst du, wenn du auch weißt, wo du isolieren solltest. Dieses Big Picture Review, das wir heute gemacht haben, ist halt so ein bisschen Rumgetanze von verschiedenen Leaks. Schwieriger, da schnell voranzukommen, als gezielter zu sein. Also das würde ich dir vorschlagen. Macht Sinn, ja. Also auf jeden Fall, ja, also es wäre auf jeden Fall mega cool, wenn wir das nochmal, auch vielleicht mega interessant für die Zuschauer, ob ich den Weg dahin überhaupt schaffen werde, Omaha zu crushen oder nicht. Und wenn wir irgendwie einen Monat oder 2 Monaten von die Stats reviewen und gucken, wo ich da liege und so weiter. Also dadurch, dass die Follower jetzt schon von Anfang an dabei sind mit der ersten Coaching-Session und mir dabei bei einem neuen Schritt zusehen halt einfach, wäre das halt, glaube ich, interessant für die auch. Auf jeden Fall. Ich habe ein Video gesehen, 2000 und vielleicht 2017 oder 15, vielleicht 15, von Ben86, quasi einer der besten Pokerspieler der Welt, auch Omaha. Und der hat damals gesagt, also Coaching is always underpaid. Was er gemacht hat, ist, er hat zum Beispiel einen Coach gebucht und Coaches können easy 1.000, 2.000 Dollar die Stunde verlangen. Er hat Fragen mitgebracht, einen Fragenkatalog mitgebracht und die einfach durchgerattert für 1 Stunde lang und konnte dann mit den Antworten die nächsten 2 Monate lang arbeiten. Und die Leute missverstehen immer, Coaching, 1.000 Dollar pro Stunde, komplette Spinnerei. Aber das Ding ist, wenn wir die richtigen Themen besprechen, dann kann ich dir in 1 Stunde quasi dich dahin leiten, wie du die nächsten 200 Stunden sinnvoll verbringen kannst, um dein Spiel nach vorne zu bringen. Und so kannst du aus 1 Stunde das Maximum rausziehen. Logischerweise machen wir das unentgeltlich hier, aber die Idee quasi ist, ich habe dir jetzt sehr viel auf dem Weg mitgegeben oder auch den Zuschauern. Und für die Leute, die das wirklich möchten, die nehmen das und füllen die nächsten 200 Stunden damit, diesen Weg zu gehen. Und dann aus diesen 200 Stunden kommen neue Fragen zurück. Und die wir in 1 Stunde wieder abklären können, um die nächsten 100 Stunden auf in eigenem Studium bestreiten zu können. Das ist die Idee. Und nicht, dass man, wie beim Gym, oder du kannst dir einen Gym-Coach buchen, der jeden Tag bei dir dabei ist. Aber im Endeffekt bringt es das auch nicht. Das sind Leute, die einen Motivationscoach brauchen. Aber ein Gym-Coach, der kommt mit dir 1-2 Mal mit und zeigt dir, das ist der Plan, so und so, mach das die nächsten 2 Monate, dann kommen wir zurück und passen das Ganze an für das nächste Level. Du brauchst keinen Gym-Coach every day in the gym, außer du hast das Gefühl, ich brauche die Motivation so. Aber das wird beim Poker-Coaching ziemlich teuer. Deswegen ist es besser zu sagen, gib mir die Infos, ich habe die Motivation selber, ich komme in 2 Monaten zurück, bin ein bisschen more jacked und dann will ich wissen, wie ich von der Form auf die nächste Form komme. Das macht mehr Sinn. Das macht auf jeden Fall. Das Einzige, was, also jetzt nicht im Coaching-Bereich, aber Community oder Freundeskreis, das ist halt total, was mir total, also
in allem, was ich vorher gemacht habe, immer einen Mentor gehabt, zum Beispiel für Grafikdesign oder aber im Pokerbereich nie. Ich habe immer viele Freunde gehabt, auch viel erfolgreichere Freunde als ich selber. Und auch natürlich viel schwächere. Aber ich habe nie jemanden gehabt, mit dem ich mich irgendwie austauschen konnte oder ich sehe immer heutzutage auch in den Turnierbereich, alle, die in Österreich wohnen und so weiter, die streamen zusammen, die vloggen zusammen, die spielen zusammen, die reisen zusammen, die gehen Hände durch zusammen, die machen alles irgendwie in einer Clique. Ja, früher das gleiche mit Flix gehabt, wir haben ein Office für eine Zeit lang gehabt bei mir. Da in der Zeit habe ich am meisten improved. Da habe ich meine Coachings mit dem Crazy Sheep gehabt, ein bisschen mit dem Flix und ansonsten viel im Austausch und immer dieser Pokerszene. Mittlerweile ist mein Leben so, dass ich total isoliert bin. Also es ist halt einfach Kinder und Pokern und das, was ich halt fabriziere, aber niemand, mit dem ich mich austauschen kann. Und also ich glaube, Coaching ist halt Nummer 1. Das ist das Allerwichtigste, Allerbeste, um zu improven. Das war für mich immer der einfachste Weg und der beste Weg. Und dann eventuell ein Freundeskreis oder so, was mir halt, oder ein Mentor halt, der einen immer. Das ist so diese Study Group Idee ist so eine Study Group von 100 maximal ist gut. Und der Rest ist alles nur Träumerei und Trash. Ich würde dir eher empfehlen, einer der besten Quotes, die ich gehört habe, ist "Pay for the advice you can afford." So, viele Leute denken, ich bezahle einfach mit meiner Zeit. Was heißen soll, ich mache es alleine oder ich hänge mich mit anderen Leuten, die auf dem gleichen oder schlechteren Level sind. Und es gibt kein Commitment. Wenn du zum Beispiel Geld dafür ausgibst, ist ein Commitment da. Wenn ich einen Coach anstelle, dann weiß ich habe nur 1 Stunde Zeit und ich will alle Fragen durchballern, die ich habe, weil es kostet mich ja Geld. Und ich will beim nächsten Mal mit dem Coach nicht am gleichen Punkt sein und das ist ja voll peinlich, nicht die Arbeit da reingesteckt zu haben. Jetzt bin ich committed. Und ja, die meisten Leute wollen, nee, ich will das Geld sparen oder, keine Ahnung, ich zahle mit meiner Zeit. Aber die kommen ja im Endeffekt trotzdem nirgends hin. Also in meiner Situation zum Beispiel, im Pokern ist es für mich sehr schwer, gecoacht zu werden, weil alle Leute, die High Stakes spielen, sagen, die coachen mich nicht, weil wenn sie mich coachen, dann coachen sie 1000 andere gleichzeitig. Kann ich verstehen. Deswegen habe ich sehr lange kein Coaching gehabt. Aber ich habe Spieler, die auf einem sehr hohen Level spielen und wir tauschen uns aus. Ich teile nicht all die Gedanken öffentlich, weil sonst würde es nicht gehen. Aber es ist schwieriger. In einem neuen Bereich, wie zum Beispiel im Trading, ich fange an mit Daytrading. Ich möchte gerne das Topic in- und auswendig lernen. Es gibt 2 Möglichkeiten. Study Buddy, 2 Blinde leiten sich. Oder ich nehme was in die Hand, also Finanzen, und sage, ich bin den besten Typen, den ich mir leisten kann. Schau mir den Content an, study day in, day out, und ich will mit Leuten abhängen, die besser sind, weitaus besser. Und meistens am Anfang kostet das etwas. Und das sind die meisten Leute nicht bereit, irgendwas zu zahlen, weil sie denken sich einfach, ich lerne es alleine. Aber wir haben ja gestern schon besprochen, die meisten Leute spielen Poker seit 15 Jahren und sind immer noch schlecht. So. Ja. Und je älter man wird, umso mehr merkt man, das wichtigste Gut ist die Zeit. Anstatt ein Jahr zu vergeuden, besser sich zu committen und zu sagen, hey, ich will wirklich den Weg gehen, ich suche mir die best advice I can afford und versuche das Maximum rauszuholen. Also so würde ich es angehen und so hat es für mich funktioniert. Und die ganze, wie gesagt, es gibt viele Leute im ersten Mal, die sagen, ich suche Leute, die auf dem gleichen Level, gleiche Motivation, gleicher Background, haben die gleiche Zeit wie ich. Und dann nach einer Woche ist es so, nee, keiner war committed, keiner war vorbereitet, der will das nicht sharen, der will da und so. Ja. Ich hatte das damals tatsächlich auch nur im Fix. Ja, stimmt schon. Die meisten Leute, die ich kenne, die auf einem hohen Level sind, die sind sehr, sehr selbstständig, extrem. Die können lange Zeit sich hinsetzen und sagen, I'm gonna study this, ich möchte das, ich bin das, let's go. Und die tauschen sich ab und zu aus, also die treffe ich in Vegas, wir gehen zum Beispiel Golf spielen oder whatever. Und die Gedanken, die dabei rumkommen, du merkst direkt, das ist ein Typ, der hat tausende Stunden alleine studiert. Aber wir machen keine Study Group, so, weil
ich bin an dem Punkt, der ist an dem Punkt, ich muss das studieren, das ist mein League, das ist sein League. Wir halten uns ja nur auf im Endeffekt. Stimmt. Also ist ein netter Gedanke so und vielleicht funktioniert es bei Fedor Holz und der Gruppe so. Ja. Aber die anderen 1000 Gruppen, die nicht funktionieren, siehst du halt nicht. Ja. Wir brauchen eine Jane Anders Gruppe. Ich bin auf jeden Fall drin. Wie gesagt, weil ich bin an dem Punkt, jemand anderes an dem Punkt, ich will heute das studieren, der will das studieren. Also im Endeffekt ist es, hält man sich da gegenseitig auf und man muss dann sich halt selber überlegen, will ich wirklich eine Study-Gruppe für die Information oder Informationsaustausch oder für die Motivation? Und das ist das Schwierige am Selbstständigsein, dass man die Motivation selber ausgraben muss. Und die meisten Leute, auch wenn sie am Anfang mithalten, werden abfallen und sagen, was, jeden Tag? Was, muss noch das machen und dies studieren und dieses Stat bringen. Irgendwann meistens schnell, so wie wenn man ins Gym geht. Okay, anstatt alleine zu gehen, gehe ich mit dem Gym-Buddy. Meistens wird einer aufgeben und dann gibt vielleicht der andere auch auf, außer man hat halt selber die Disziplin aufgebaut und sagen, no matter what, I'm gonna do this. Ja. Und wenn jetzt ein Kollege zu mir sagt, hey, kann ich mit dir ins Gym kommen, war meine Devise immer, du kannst gerne mitkommen, aber ich mache mein Programm und du kannst genau mein Programm mitmachen oder ein eigenes machen, aber ich werde nicht unser Programm daraus machen, weil das ist ja nicht mein Ding. Ich habe ja mein eigenes Programm schon. So. Gefällt mir, ja. Das macht schon Sinn. Dann viel Glück und Erfolg hoffentlich und gerne ein Comeback. Kommt zurück mit Stats und mit neuen Fragen und dann können wir gerne uns zusammensetzen. Sehr, sehr, sehr gerne. Vegas mal sehen. Ja, das wäre, ich weiß nicht, ob du bist kein Vegan oder was auch immer, oder? Da gibt es hier persische Kebab und so weiter, wird alles für dich hier bereit sein, wenn du zu Besuch kommst. Machen wir Coaching, Fiesta und dann Jacuzzi, können wir noch chillen ein bisschen. Eine gute Kombination. Ja, also machen wir einen vollen Tag, Vlog und einen Pipapo, ja, wenn du Bock drauf hast. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja. Super. Vielen, vielen Dank für all dein, also ich habe auch wirklich nicht erwartet, dass du 2 Tage draus machst, dass das gestern abbrechen mussten, das tut mir nochmal leid. Ich wollte, wie gesagt, nochmal Danke sagen. Es hat mir jetzt schon mega geholfen und ich werde jetzt einfach runtergrinden, Hände spielen und auf Driveout sammeln, Stats sammeln und vielleicht können wir in einem Monat oder so oder in 2, wie es dir am besten passt, nochmal durchgehen, nochmal ein Video machen und den Leuten dann einfach mitteilen, wie mein Progress halt einfach abläuft. Und das war's. Top. Danke dir. Super. Ein gutes Wochenende und wir hören uns. Vielen, vielen Dank. Wünsche ich dir. Kein Problem. Bye. Bye. Tschüssi.